Voilà, das schon halber recht. Enke ganz kurz, aber enke Moie gesot all den Leute, die sich lo schon zugeschaltet haben für die Konferenz, die wir heute den Oven vu Wünscher raus bringen. Ich selber sitze nicht zu Wünscher, ich sitze daheim am Teletravai, das war der 100 Mal gesehen. Das ist eine Installation, ein Szenebild aus dem Naturmuseum aus der Stadt, mit einem Wolf, allerdings noch kein europäischer Wolf, das sind nordamerikanischen Timberwolf, an die ganz flott Haut bei diesen da eben noch passt, weil wir sind dann auch rein zufälligerweise als immer all 3. März am Jahr als den Welttag für Artenschutz, auf Englisch nennen sie das World Wildlife Day. Ein Thema von diesem Jahr, die haben ein ganz spezielles Thema, das eben Rückgewinnung von Schlüsselarten für die Wiederherstellung von Ökosystemen, also ein Thema wat haut wie Faust op dann bei dat passt dann lo an ein paar Minuten den Laurent Schley werd erzählen iwwer eben komme vom Wolf op Lützeburg dat wat am Muse erzählt gëtt, dat das eben kleine Ursache große Wirkung, du gëtt bisschen Geschicht erzählt wat geschitt war wéi am Yellowstone Park vu 1930 de letzte Wolf geschoss gin ass an den ass 1995 war dat hun se Fëlle warum du ugesiedelt an e ganzen Ökosystem, den huet sich komplett geändert, sich komplett changeiert an das eng richtig neue Biodiversität und Sternen, die iwwer die Jozente fir run net präsent war, also enger ganze Reihe vu Grinn an da sech ganz flott Beispiel fir ze weisen, wat geschéie kann durch eng Einzelart, die eng Schlüsselart, die an ein Ökosystem racken. Voilà. Dat genug gesot just Detailer nach iwwer de Funktionament vun der Videokonferenz. Das lo so, wir sind ha in engem Webinar, Dir selber si diewer Kamera si da net präsent. Dir braucht doch net ze fährten enker ich verteieren. Mikro sind alle Gurten automatisch aufgeschaltet. Die hat trotzdem Möglichkeit, iwwer de Vortrag Fragen zu stellen. Da gebe ich dann Bierden, wann gibt Fragen an den Chat zu stellen. Den Chat, den accediert da, wann der innen und der, also von ihrer Fenster, wo der innen eng legt, ein Menü legt, und da steht entweder auf Französisch steht Discuter, auf Englisch den Chat, wenn der da drauf drückt, da kommt er an den Chat und da könnt ihr uns Fragen stellen. Ende vom Vortrag gehen die Fragen dann von zwei Damen, von Carol Backer, von Marion Jacobs, auch von der ANF, gehen sie gesammelt und dann eben dem Herr Schley eben noch gestaltet, den dann eben sich auch Zeit werden holen, für alle Guten die Fragen zu beantworten, wenn ich mich nicht irren. Wir hatten heute Vortrag hat man schon ein Jahr zusammen gemacht, das war wie der Wolf zu Niederrhein abgetaucht war. Ich meine, da hat den Herr Schley sich geschlagen 1,5 Stunden Zeit geholt, für ob die Fragen zu antworten, also die Zeit, die werden wir noch bestimmt dann noch holen. Ich gehe dann allerdings weiter und den Bürgermeister von der Gemeinde Wünscher, den Herr Thomas, den die Introduktion da wird machen und dann eben auch den Herr Schley wird vorstellen. Und ich wünsche mir dann eben noch einen ganz flotten Vortrag für diesen. Guten Abend. Ich begrüße dich dann herzlich hier aus dem Gemengenhaus von Wünscher. Besonders gebe ich aber gerne begrüßen den Abend und Akteure vom Abend, den Herr Laurent Schley aus der Naturverwaltung, Madame Marianne Jacobs und Carol Back auch aus der Naturverwaltung, und den Herr Patrick Michaeli aus dem Naturmuseum. Und wir erleben dann heute eine Videokonferenz über den Wolf. Letztes Jahr am Mai, vorher an der Gemeinde, ein Schaf gerast gern. An demals hat Rosisch mir deutlich gestaltet, ob das ein Wolf hat können sein. Am September gibt es am Centre Culturel einen Vortrag vom Herrn Laurent Schley gehalten über das Thema Wolf. Den 11. Januar von diesem Jahr gibt es ein Wolf fotografiert am Territoire von der Gemeinde Wünscher. Ab dann beschäftigt sich noch mehr mit dieser Situation und es stellen sich Fragen, die beantwortet werden.
Dafür hockt das Videokonferenz mit dem Titel Koexistenz, Mensch-Wolf, Realismus oder Utopie. Zum Thema kann ich aber sagen, dass es den Amend an der Gemeinde eine Hundspension gibt, die ein Wolfsmonitoring möchte mit Nuppen, die an der Ausbildung sind, viele Spuren vom Wolf zu erkennen. Da bleibt mir dann nur mir genau den Konferencier vorzustellen. Den Dr. Laurent Schley hat ein Studium an ein Doktorat an der Biologie gemacht auf der Uni in Kiel, Canterbury und Sussex in England. Noch kurze Stationen beim Surrey Wildlife Trust an der Stiftung Hölle für die Natur, kommen am Jahr 2000 an Naturverwaltung und 2013 Direktor adjoint von der Verwaltung. Er ist seit 1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Naturmuseum. 2018 hat er mit anderen European Mammal Foundation gegründet, die sich einsetzt für die Kartierung und den Schutz von den Säugetieren in Europa. Er hat als Autor, respektive Co-Autor, 30 Artikel an internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert, hauptsächlich über Mammentieren, und 2018 mit Jean Herr zusammen Bausch Säuretiere Luxemburgs. Auch schockt schwätzen über eng Mammentier. Was noch langer Abwesenheit zu Lützeburg abgetaucht ist, nämlich der Wolf. Und der Laurent Schley, also gut platziert für das zu machen, weil er hat 2017 mit 17 anderen Autoren aus dem Bereich der Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz und Wissenschaft den Aktions- und Managementplan für den Umgang mit dem Wolf zu Lützeburg publiziert. Und am selben Jahr als er als Member an die Large Carnivore Initiative for Europe berufen gern, einem Gruppe von Experten von der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Voilà. Vielmals merci, Herr Bürgermeister, für die Live-Wieder. Auch natürlich merci dem Patrick Michaeli für die Begrüßung. Hast den Ton soweit okay? Kurz to go, Patrick, ist alles okay? So den Ton? Merci. Voilà, da gebe ich euch auch alle guten Begrüßen heute noch und dann gebe ich mein Schirm delen und dann hoffen wir, dass jeder Verein da das Solo gesagt. Passt das so? An den Konferenzmodus ran, voilà, so, voilà. Voilà, also auch schön genug von meiner Seite. Merci den Organisateuren für allem an dem Sinn der Gemeinde, dass den Vortrag heute wollt auch organisieren. Ich meine, das ist auch sinnvoll. Merci dem Naturmuseum für die Koorganisation und merci auch dem Carol Bagger und dem Marian Jacobs für die Moderation hinauf von der Frohen. Wie der Patrick Michaeli gesagt hat, das World Wildlife Day an kaum eng einer Art passt besser für das Thema, was heute eigentlich das Thema ist, nämlich wie der Patrick Michaeli gesagt hat, zurückkriegen von Schlüsselarten, wie der mögliche Tour vom Wolf, wo ich aber natürlich eng vorstellen, als die Koexistenz Mensch-Wolf möglich, für was sind wir heute? Wir sind heute, weil wir die heute Foto den 11. Januar 2022, also für knapp 2 Monate zugeschickt hat, den Enker Moyes um 10:30 und war es direkt klar, dass da drauf Wolf zu gesehen ist. Wir haben natürlich auch direkt mit einer Pressemitteilung transparent auch noch bisschen denselben Tag nach gehen. Interessant war aber die Reaktion auf die Foto, die wesentlich mehr animiert war, wie die letzten paar Jahre, wo man paar Mal schon zu Lützeburg Wolfsnachweise hatten, mehr eben nie mit einer klaren Foto, auf Basis von der man konnte so, voilà, das ist ein Wolf. Wir hatten Nachweise auf Basis von genetischen Tests, die man auf Riss, also auf Bisswohne von Riss, gerassene Schaf geholt hatten. Wir haben gemerkt, dass ein Foto doch einfach mehr griffig ist und Leute mehr ausspricht, wie von ihnen einfach sieht, ja, wir haben das Resultat von einem Gentest. Das ist ja auch normal. Und die Reaktionen waren immens animiert, wie gesagt, auf unserem Facebook sieht notamment noch verschiedene dabei, die also ein bisschen zurückgehalten tun
an der Zeit von den Meerescher wéi de Wolf an die 7 Geestenzickelcher oder de Wolf am Rotkäpchen. Natürlich ass dat so wéi ma alle guten Wolf kennengeleiert hunn an as Kantheet, wo als Eltern, Großeltern oder wie auch immer als Geschichten erzählt und Meerescher erzählt hun, die dort de Meerescher notamment an noch einer Geschichten, wo de Wolf eigentlich immer de Besen war. Wir hunn de Wolf nie ernstcht kennengeleiert. Wie man Jahr gisifleisch an as Jugend, wo man vielleicht den nächsten Horrorfilm geguckt, wo auch oft der Wolf ein Akteur war vom Besen natürlich. Ich habe vielleicht ein Foto oder den Film gesehen, Wolf mit Jack Nicholson, wo die sogenannte Werwolf den Hauptakteur beißt, den dann noch löser während dem Film, die gesehen habt, der Foto ein bisschen zu einem Wolf mutiert. Mir persönlich war das egal, schon mal mehr Sorge gemacht mit Michael Pfeiffer, mir auch das leider Schluss vom Film, hast du leider aber auch gebast gehen. Aber bon, das sind so die Geschichten, die ihr kennt. Der böse Wolf, den ugriffslustige Wolf, den alles zerreißt, als Stecker rappt, was dem Tisch zeigen könnt, für allem natürlich am liebsten Frauen an Kleinkanner. Oder? Eh bien, du gehst Stopp an. Stopp, weil ich natürlich nicht, weil heute Abend ob Meerescher an ob Mythen agoen von früheren Zeiten, ich werde probieren, erste Wolf ob ein objektiv wissenschaftsbasiert Weise vorzustellen und ich gebe vielleicht auch über den Computer bitten, ein kleines Experiment zu machen, nämlich mit der rechten Hand an ihrem Kap den Tierrang ab, wo alle Informationen dran sind, die über die Wolf hat, ob sie positiv sind oder negativ. Und lädt den kleinen Tierrang einfach neben dir auf Zeit für eine längere Stunde. Und da gehen wir zusammen den Wolf auf eine neue Weise, auf eine wissenschaftsbasierte Weise kennenlernen. Und nach einer Stunde könnt ihr selber natürlich decidieren, ob da vielleicht mit den neuen Erkenntnissen weiterführt oder ob da den Tierrang so an den Kopf rammt, wie ein Fedron drauf war. Voilà, also wissenschaftlich basiert eine Art, die wie kam eng einer Geichter bewegt, das haben wir auch gesehen eben mit der Foto vom 11. Januar. Und dafür ist es schon wichtig, dass ihr darüber schwätzt. So als der Vortrag den Ofen strukturiert, ich werde am Anfang ein bisschen angehen, ob Biologie, ob Ökologie vom Wolf selber, weil das für ein der was möchte, was frisst, wie lebt denn. Ich werde den zweiten Teil erzählen, ein bisschen den Historik von der ganzen Geschichte. Wie war das früher, was da nur geschieht, wie war schwarze Haut davon. An einem dritten Teil, den Hauptteil, wenn ich mal so in der Plat de Resistance, als der Lien zwischen Mensch und Wolf, wo gibt es da Verbindungspunkte, wo gibt es da vielleicht auch Konflikte, Realkonflikte, vielleicht auch Konflikte, die echter psychologischer Natur sind, wie so etwas. Was nicht heißt, dass sie nicht wichtig sind. Und ich schließe auf mit einer kleinen Zukunftsvision, so, wie geht es weiter. Voilà, für uns fängt also war das für der Wolf, weil die gehört zu der Familie von den Hennen, dass sie weltweit rund 40 Arten, wo Sachen noch dran fallen, deren nach der Weg eben den Fuß, Rätz oben am Bild, den Coyote über links, den Marderhund an der Mitte, den letztes Jahr 2021 für die auch zu Lützburg nur gewiesen gouf, einen längst den afrikanischen Wildhund, einen Rätz den Goldschakal, an der Mitte war eng von den vielen Rassen von Eisenhausen, die natürlich auch an die Familie von den Hennen rapassen, wo die Lien zum Wolf natürlich immens eng ist. Der Wolf sieht ungefähr so aus, hat an einer Schellerheicht von ungefähr 60 bis 80 Zentimeter mit einem Gewicht, schwarzen Hai von Europa, 30 bis 50 Kilo schwer, an sowohl Tür, Vermögen, also Toren, dann auch noch Nuss, sind allen drei ganz gut ausgebildet, die 3 Sinne, mit denen sich orientiert. Wie als das mit der Fortpflanzung, aber das Paarungszeit, die also ungefähr, ne, wo wir sind, Januar bis März normalerweise, an so ein Koppel Wölfe kriegt dann am Schnitt 4 bis 6 Junker, die aber relativ hoch eng Mortalität, relativ frei, das heißt, die gehen nicht unbedingt alle guten erwussen, viel sterben dafür drin, aber das ist aber so plus oder das, was auf die Welt kommt. Die gehen während 6 bis 8 Wochen
kriegen die Mammemilch zu trinken, und zwar an einem Erdbau, zum Beispiel der Bau von einem Dachs oder von einem Fuß, den von der Wölfe erweitert wird, wie groß gemerkt ist, für eben ihr Jung abzuziehen. Mit 2 bis 3 Jahren sind Wölfe geschlechtsreif und machen sich dann auf den Weg für ein neues Revier zu finden. Was fressen Wölfe, das ist natürlich immer eng froh, ob die mal nur am Konfliktteil nach Wetten angehen, aber am Normalfall und noch allermeistens die größten Nahrungsquellen, die sie in Europa fressen, das sind Reh, Schwein und Hirsch. Da wird die heutigen 3 Arten gibt, den Dammhirsch, den Sickerhirsch und den Muffel, gehen die auch gefressen, aber auch mit kleinen Sachen wie Mollenhuis, Ratten, Mais, Biberen, aber auch andere Prädatoren gehen durchaus eliminiert. Das heißt, das nicht, dass die sich als Prädatoren ein große Freundeskreis aufbauen. Wie hast du gemeint, das heißt, ein Wolf hat dann noch einen Impact, zum Beispiel auf die Fußdensität. Da gehen wir dann noch nach mich spät drauf an. Frisst zum Beispiel auch viel Marderhund, wo denen da mir heftig ist. Wenn er Waschbären erwischt, fressen die auch an, so viel. Und natürlich auch nach mir kleinen wie zum Beispiel Amphibien, Reptilien, Fullen oder eher von Bodenbrüter, Insekten, aber auch ganz viel Obst am Hirsch, Fallobst. Das ist kein exklusive Fleischfresser, das sind schon viel Fleisch frisst. Da, wo das Problem entsteht, ja, nur mich mehr dazu, als dass es noch eben nur Nutztieren heinz du geht, notamment durch Schof, das ist einfach ein bisschen da, wo du ein Problem hast, heinz du auch urbane Sachen, wie große Sachen, mehr meistens als das Problem mit Schof. Frisst aber auch Aas, das heißt, Tiere, die irgendwo sterben durch andere Ursachen, in Rehwert auf der Straße überrannt gehen, das sind dann auch Nahrungsquellen, die der Wolf nutzen. Und das heißt, kann ich so, und das ist ein Generalist, eigentliche Fleischfresser, auch taxonomisch gesehen, an der Biologie mehr mit stärker Tendenz zum Allesfresser, das heißt, steht schon wirklich auch ganz viel, wie ich schon gesagt, Pflanzennahrung, also Obst hauptsächlich zu sich hat. Wie leben die Wölfe, weil sie sind meistens Dämmerung sind nicht aktiv, den Wolf von Hofeld vom Januar 2022, der war mal im 10 Uhr NRW, das ist das nicht, das Träge lässt schon Dämmerung sind nicht aktiv, aber das ist aber auch durchaus möglich, dass sie mal am Dach visibel sind. Sie leben an einem Rudel, wenn sie bis etabliert sind in 2 Stunden mehr, auch mich spät, mit einer strenger Rangordnung an Europa, als größt von einem Rudel am Prinzip so zwischen 5 und 11 Tieren. Am Prinzip ist das ein Koppel mit ihrem Novus aus, sagen wir mal, 1 bis 3 Generationen. Die 2 bis 3-jährige Wölfe, wie gesagt, wenn sie geschlechtsreif sind, verlassen Rudel, gehen noch verdriven von den Älteren, aber müssen dann aufwandern, müssen sich einen neuen Lebensraum irgendwo sichern, für sich eben zu etablieren, selber vielleicht ein Rudel zu gründen, dafür das zu machen, wandern sie ganz weit, können sie immens weit wandern, hunderte Kilometer, tausende Kilometer, als Einzeltier, bis sie irgendwo durch irgendeinen Zufall auf einen Partner treffen, und dann können zu einer Paarbildung, also ein Koppel, die sie spielt, wie von der Junker kriegen, dann haben wir Brudelbildung und dann haben wir eben das Etablissement von einem Rudel, die da noch relativ als Koppel schon, und das Rudel ganz sicher auch, relativ Standort 3 sehen. Natürlich, sie nutzen den größeren Weiher, sie sind aber da relativ Standort 3. Und aus dem dote Grund, den der Logreng enkadriert gesieht, schwätzen wir eigentlich auch halt drüber, weil sie eben weit wandern können. Und dafür ist auch eben auch Lützeburger, die ganz große Region, eng möglichen zukünftigen Lebensraum, wo sie eben durchwandern, wo sie sich zum Teil schon etabliert tun. So Rudel lebt also an einem Revier und sie verteidigen dadurch. Das ist wichtig, das heißt, Revier hat an Europa meistens so zwischen 200 und 300 Quadratkilometer, also ist relativ groß. Und das Kreis ist aufhängig vom Nahrungsangebot. Wenn viel Wild du hast, Wilddichten, wie früher will Schwein, da können die Reviere mal ein bisschen mehr klein sein. Aber wenn wenig Beutetiere da sind, dann sind die Reviere meistens mehr groß. Und was wichtig ist, dass Wölfe eben Revier verteidigen, hier Revier verteidigen gegen die anderen Wölfe, für so Rudel toleriert, also kein anderer Wölfe von ihrem Revier. Das ist wichtig für
verstohlen, dass du nicht unendlich viel der Wölf können kommen, mehr dass eben 12 von der Wölf quasi auch delimitiert wird oder begrenzt wird durch Nahrungsangebot an eben 12 von Revieren, die möglich sind an so einem Gebiet, wie sind 200 bis 300 Quadratkilometer an so einem Revier als dann normales. Du kannst nehmen Rudel am Prinzip sind der Tisch 5 bis 11 Tieren an der Meier. Sie markieren dann noch der Revier durch ihre Code oder auch durch Touren, wann sie sich also akustisch bemerkbar machen, wie so voilà, sie mir kommt nicht ran, an wann aber in Einzelwolle, wo zum Beispiel sollt du an der Revier rankommen, an der Gött erwischt, da gibt es ganz viel Mortalität, also es gibt ganz viele jung Einzelwölfe, subadult, die durch Europa wandern, die ob die notwendigerweise dann noch im Leben kommen, weil sie eben durch die Revier kämpft, dann die kürzeren Zehen. Der Lebensraum von Wolf ist auch ganz vielfältig von Wüstengebieten über längs, über große Buschgebiete, über bergische Gebiete, über Tundragebiete, mit Karggebiete, aber auch über längs wie zum Beispiel Provence, wo der Machias viel von ich war sicher schon an der Provence in der Vakanz, Rietsurven an der Schweiz, längs an einer Agrarwüste an Spanien an einer Gegend von Ostdeutschland, wo auch die menschliche Aktivität aber relativ präsent ist. Voilà. Sie sind einfach ganz anpassungsfähig. Das ist der Message, den ich muss mitholen. Sie Generalisten an Punkt ihrer Lebensraum an dafür sehen sie eben noch am sich bei uns in dem Stand uns siedeln an einer Großregion. Voilà, das als klein so mal ein bisschen Background-Informationen zur Biologie, vom Wolf an Ökologie. Und da gebe ich gerne ein bisschen auf die Geschichte angehen, über die Ausrottung, Wiederbesiedlung, von den Heidi Kart guckt, vom WWF, da gesagt, das ist nicht immens gut in der Qualität, weil das Foto nicht immens gut da gesagt hat, ihr seht alles vertraut, dass das traditionell, das historische Verbreitungsgebiet vom Wolf weltweit. Das also die Art von Prädateur von Raubtier, was das größte natürliche Verbreitungsgebiet weltweit eigentlich auch hat. Der Wolf war aber früher von den Menschen, wir schätzen mal von Europa, hauptsächlich als Konkurrent gesehen, als auch als Gefahr für den Mensch, was denn zum Teil damals an Tollwutzeiten auch nach war, weil wenn ein tollwütiger Wolf natürlich an den Dank verloren hat, für Menschen an den Dorf kommen, also nicht Leute gebasst. Da sind Leute zwar nicht durch den Wolf direkt gestorben, mehr indirekt unter Tollwut, die Zeit, wo nach keine Impfung gab. Das war also schon auch kein Kannergeburtstag von Wolf, ein tollwütiger Wolf, irgendwo in NRW war, muss ich so wie das. Der Wolf war auch immer gesehen als ein Gefahr für Nutztiere. Das so später auch mehr, das auch verdeifelt gehen, ganz massiv vom Christentum als Symbol vom Teufel, ne, vom Satan. Und das sind am Anfang die Hauptgründe. Wir warten als negativen Image do insgesamt hat. Was interessant eben ist, der Lebensraumverlust als nicht ein entscheidender Faktor gewesen, für was der Wolf verschwunden ist. Das nicht, weil sein Lebensraum nicht da war, wie bei so vielen anderen Arten, die man verlieren durch Lebensraumverlust. Das war beim Wolf nicht der Fall. Den hast durch direkt Verfolgung durch den Mensch eben eliminiert gehen an 10 Jahren nur der Unabhängigkeit von auch von diesem kleinen Lützeburg 1839 war das Jahr 1849 als auch schon ein Akt rauskommen am Memorial wo eben Drastung also ein Arrêté relativ au battu à faire pour la destruction des loups, also für Zerstörung vom Wolf. An 1893 offiziell zumindest war es soweit, gouf an der Gegend von Olgen bei Bedster den offizielle letzte Wolf geschossen, 24. April 1893, nicht 92, wie auf der Plakat steht, fälschlicherweise die 1937 vom St. Hubert Club abgehangen gouf, die haben sich am Jahr geirrt. War übrigens bewiesen ist, weil den Jos Massa, Lützeburger so Naturhistoriker, hat mit allen Recherchen von allen Zeitungen und so weiter klar beleuchtet. D'ailleurs auch interessant, die letzten Wolf ist auch von einem hergeschossen gehen, den Wolf geheescht wird durch Zufall.
ein Jurist war dat. Mir war dat wirklich die Lasten, dass die froh die 2015 wie man angefangen hun als ANF als Naturverwaltung Thema Wolf abzugreifen an so wir müssen als vier bereden ob die meliche Retour, weil bret sich aus, jetzt sind immer mehr, die immer auch durch Europa schwirren. Du hätte just Masse angefangen zu recherchieren an nach ganz viel Archivmaterial von net kann huet aus dem Chlor 4 geht das wahrscheinlich bis an 1920er Jahren Einzelwölf nach Orte Schlötzeburg mal zusinn wat net überraschen das Tierlo schwer dat im Nachhinein zu beweisen, ob dat dann immer wirklich Wölle fahre verschiedene Berichte sind wirklich ziemlich konkluant. Bref, seit 1992 ist den Wolf an der Europäischen Union streng geschützt, die wird die sogenannten Habitatdirektiv an. Von dem Moment du kann ich quasi so in Populationen, die Restpopulationen, die nach do waren, notamment in Italien, notamment auch in Polen, sich angefangen auszubreden. Und aktuell wird geschah, dass man in Europa die 14.000 Wölle von ohne Russland an die Ukraine sind doch nicht dann gerechnet, das sind ungefähr so viele Wölle in ganz Europa wie Menschen an der Gemeinde Hasper, die just wieder so ungefähr einen kleinen Nuancevergleich hat. Zu Lützeburg durch Nationalgesetzgebung oder das Reglement als auch den Wolflo national geschützt seit 2016. Das Spezialreglement über den Schutz von den Dierenarten zu Lützeburg, dass der Wolf nur der Stopp gesagt ging, da das eine Umsetzung auf nationaler Ebene von der Habitatdirektive von 1992. Hier ist eine Karte, die ich weiß, wir werden auch ein bisschen hier überschwätzen. Die Verbreitung, also hier nicht so wichtig, die Gelflaschen, weil das schon 2014, das ist schon ein bisschen wie lange hier. Wir werden schon von hier weisen, das sind die Blue Pfeiler. Und die Blue Pfeiler, die weisen dokumentiert Movemente von einzelnen Wölfen. Und zwar oder zwei verschiedene Typen Pfeiler, die ein bisschen kreuz und quer gehen. Du siehst da einen aus Ostdeutschland, der ein bisschen nur Norden geht, Richtung durch Polen und da ein bisschen mehr südlich und darüber Richtung Litauen, Weißrussland, an die Gelflash ran. Da das Wolf den ein GPS-Sanderhalsband unhat, die war gefangen gehen als jugendliche Wolf an Deutschland, eine gute Sander und mit GPS, und hast du neben irgendwann aufgewandert. Und so kann den ziemlich genau ist, wie wäre, wo die gegangen ist. Und dann die anderen Pfeiler gesehen, das sind echter Richtpfeiler, die an einem quasi richtig Strich mit einem kleinen Bodo sind. Das sind Wölfe, die dokumentiert sind über hier DNA. Also hier wird hier Genetik, die sehen irgendwo abgefallen, dass sie Code von gehen. Voilà, du hast den genetischen Fangerauftrag definiert gehen. Das heißt, also ein bisschen so wie bei den Menschen, also den Fangerauftrag muss ich feststellen, kann da auch mit der Genetik machen, natürlich auch bei den Menschen, wie auch bei den Wölfen, wo der genauen Individuum könnt definieren, aber wenn da dann dieselbe DNA pur Main Drop an Dänemark rumfahren, wie Lohai den einen Pfeil, der noch aus Litauen darüber geht bis an Dänemark, da wisst ihr, dass das dieselbe Wolle, wenn die wird irgendwie natürlich nicht genau auf dem blauen Strich, als dann aber an Dänemark kommen. Und ihr seht, die Distanzen auch von der Tschechei als einen Ruf gewandert an den Westen von Österreich, die Hutter, die sie von den Alpen an Pyrenäen gewandert, dann im Zrick, die Hutter, die aus Slowenien, Kroatien, rüber an Italien gewandert sind, aus Südfrankreich, Schweiz, Jura, an Deutschland. Also, ihr seht, die Distanzen sind immens groß. Das heißt, das kein Fleck kontinentaleuropäische Plan, wo nicht kann zu einem Moment Wolf abtauchen. Das will ich schon von dummerweise. Und dann für Weise, wie schnell die Kolonisation gegangen ist, dann noch alles, was innerhalb von dem geringen Strich leidet, Blau, das sie fest etabliert, Populationen, also dunkelblau, pardon, an hellblau, das sind echt sporadisch präsent sind. Aber du siehst, all das, was an den letzten 25 Jahren geschieht, 25 Jahre war quasi an dem dritten Bereich null Wolfspräsenz. Und dann weisen ich auch, das ist eine ganz neue Karte, die wir gemacht haben mit den Kollegen aus Holland, der Belgien, an Deutschland zu zoomen, die hoffen wir nachher in Zukunft auszuweiten. Da mache ich einen kleinen Exkurs an den Internet. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ganz kurz. Voilà. Lo mis da das gesehen. Aber wenn ich lo weisen, ob der Pfeil drücken, oder wenn dann wird den Aufhänger bei 2010, 11, und da sieht er, wie alle Jahre
die Punkte sich entwickeln. Was sind die Punkte? Die Blaupunkte, der das Wolfsrudel, den etabliert das, die Rotpunkte als ein Koppel, an die Gelpunkte sind Einzelindividuen, die sich aber fest etabliert tun, und über mehr wie 6 Monate in Territoire genutzt. Zum Beispiel spielen das ist ein Kurs so, da sieht er, wie immens schnell auch die Kolonisierung, die letzten 10 Jahre zustande kommen ist. Voilà. Eben auch Nankeier und dann Managerin so. Du siehst also gut, dass das immens schnell gegangen. Also wo du rund um Lützeburg zu Schlösser los etwas geht. So, du musst schon mal irgendwie zurückkommen bei meinem Bild. Voilà, da. Und dann mache ich da drin hier ab. Moment. Okay, voilà. Heißt nicht. Voilà. Das heißt, ihr seht also, das geht immens schnell. An für das, für du sichert sie, was ihr mischt, also aus der 12 Experten die klare Kategorisierung von den Noweiser gemerkt, die will ich doch für kurz erklären. C1, die haben schon dunkelgrün durchgestaltet, das sind sogenannte eindeutige Noweiß, Hartfakten, ein Todfund, ein Foto, die klar ist, wie zum Beispiel ein Foto von Hofeld, ne, im Januar 2022, ein genetischer Noweiß, ein Lebendfang durch eine Telemetrieortung, wenn man am GPS-Sender irgendwo hier rennt. Das ist ein C1, das nennen wir einen eindeutigen Noweiß. Ein C2 nennen wir einen bestätigten Hinweis, das heißt, wo nicht an der Kategorie C1 das mehr, wo einen Hinweis hat, den überprüfbar ist, und der von einer erfahrener Person überprüft wird, zum Beispiel Spuren, Riss, wo da gesagt wird, das war von einem Wolf. C3, das ist ein unbestätigten Hinweis, den ich schon gel gemacht habe, auf der Karte weisen sie steht. Das heißt, der Wolf kann nicht bestätigt gehen, kann aber nicht ausgeschlossen gehen. Das sind im Prinzip alle Sichtbeobachter, wohin es meldet, ja, da sind ja nicht. Da kann ich natürlich kein Foto à l'appui, das heißt, da kann ich nicht sicher sagen. Da geht es nach Kategorie falsch, an keine Bewertung möglich, wohin nicht genug Elemente hat, für überhaupt eine Bewertung zu machen. Und da weisen wir die Karten von der Benelux, die haben alle relativ rezent auch online gesagt, mit unseren Kollegen aus der Belgien, aus Holland, die sind noch bei so einem Umweltsite umwelt.lu zu finden, wo der auch sieht, da sind die geringen Zahlen, für das ein Zahl gering wird, muss mindestens ein C1 Noweiß da gewesen sein an dem Jahr oder 3 C2 Noweiße. Das ist einfach just eine Methodik für das zu stellen. Dann geht die Zahl gering. Das heißt nicht, dass du permanent Wolfspräsenz hast, das heißt just, dass die an der Zahl, an dem Quadrat, einen sicheren Noweiß eben gemerkt wird. Und da sieht er eben, das Wolfsjahr übrigens geht immer den 1. Mai und dann hält den 30. April ab, das wird der Biologie an dem Reproduktionszyklus Rechnung zu drohen. Und da sieht er die letzten 7 Jahre, wie die Präsenz auch unter dem Lützeburg aber immer mehr regelmäßig Guinness gibt, dass das kein permanent Präsenz wohl verstanden ass. Jetzt als dann auch Deutschland nach Matt drop, dass dieselbe Karte sich wie in die zweite Vorräts geguckt ist Deutschland das nach Matt drop, da sieht er, das auch für Lützeburg nicht ganz irrelevant. Wie hast du zur Lützeburg Situation gewirrscht? Weil du hat man eben nur der famöse offizielle Ausrottung 1893, die offiziell Hummer eben 2017 zu Leidling die heute Foto zugeschickt kriegt, die konnte man nicht, wie die zu wünschen, als C1 klassieren, mehr als C3, weil dort Kriterien für den Wolf definitiv zu bestimmen, nicht alle gut visibel sind. Mehr Produkt noch, paar Kilometer weiter, zwischen Garnisch und Holzem, Hummer dun du waren auch schof gerast geneben an du kann die genetisch bestätigen, dat war wolle aus der Alpenpopulation. Also man ziemlicher Sicherheit, dass da doch den op der Foto mit Foto lang als eben net durchgangen. 2010 ein C2 bestätigten Hinweis also durch Rissgutachten op engem Schof, wo den herkommen, das wissen man natürlich nicht, weil man eben kein genetisch, also Genetik nicht funktioniert bei dem Test, den wir gemacht haben. Das können da leider hast du auch 4. Mir aufgrund vom Rissgutachten, welche Kriterien Schof von der Buswohnen und so weiter waren, von der Konsumation vom Fleisch kann den aber so, dass es von einem Wolf war. 2020 am Lockdown, dem ersten großen Lockdown zu Niederrhein, bei Niederrhein, wohl verstanden, nicht zu Niederrhein selber, in Wolf, die bestätigt genauso aus der mitteleuropäischen Population, die war Genetik auch vom Riss eben von der Schof.
Wenn ihr doch so heiert übrigens, dann kennt ihr Mengen natürlich Wolf gi just Schof friessen, dat ass natürlich net so mit Schof vu Besitzer an dofir as Riss und engem Schof natürlich wesentlich méi wahrscheinlich, dass de bekannt gëtt, weil en nur se Schof gucke geht und der feststellt du Problem gëtt gemeldet, gëtt an der Sicht und so weiter. Das beim Reh am Busch ihr ne enger Dickung net fall. Dann eben den Herr Boemecht hat dugeschwert am Mai 2021 in C3 net weit doch vun Hai, wo Schof auch Graski war, wo awer Genetik leider auch neichter gin da gin Canis SP, dat hiech eng 8 aus der Gattung Canis, do fallen Haushën drinnner, do fallen noch Wëlf drinnner, an du fällt eng gerne 8 drinnner de Goldschakal, den och am Europas am gang sech bisssen auszubreden. Dafür kommt man leider mit net méi soen méi lo am Januar 2022 die Foto, die der entretemps kennt, natürlich nördlich vu Wënscher Gegent vun Hofeld eben en definitive Noweisen C1, wo natürlich auch net wisse, wo hier könnt, weil eben man kein genetischen Test konnte machen logischerweise. Bisschen mehr Informationen für was der genetischen Test interessant, was kann du alles rausfahren, bei dem Niederan, wenn er Wolf, du hat Genetik einwandfrei funktioniert, du man die beste Resultate auch kriegt, wohl verstanden Mama die Analysen am Senckenberg-Institut gemacht an Deutschland, weil die spezialisiert sind, ob was heißt auf Englisch Low Quantity DNA, also DNA mit ganz geringe Quantitäten, wie ihr dann von der Bus von der Schof zum Beispiel könnt. Du hast ja just ein bisschen DNA aus dem Speichel eventuell vom Predateur, den du am Pelz hängt, dann muss ich dann die Chance für den überhaupt zu wischen. Was tun wir da bestätigt? Bei mir dran, wenn der Wolf, das ist der Wolf vor, das war ja schon mal klar, kann die so, dass der männliche Steier war, das kann ich alles so, die den Gentest machen. War aus der mitteleuropäischer Population, das heißt Deutschland, Polen, und das als Individuum Grey Wolf, also Grauwolf 1608, an Datenbank angeflossen. Es war den ersten Nachweis, die zu dem Zeitpunkt, genetisch gesehen von dem der, war für drunter näherens detektiert ging. Es war ein Mensch, wieso dafür die kleinen M. An Wellen ernährens detektiert Givoire auch Lulu genannt. Und zwar nicht einfach so, weil das eine Nummer ist, mehr wenn man LU steht für, der nächste LU steht für Lupus, also den lateinischen Namen von Wolf, und den zweiten LU steht natürlich für Lützeburg, weil das wirklich Wolf war den für allererst aus seiner Karriere sozusagen zu Lützeburg detektiert gehen ass. Weil als Resultat da mich schnell war wie andere, das weiß ich nicht gleich. Der Geburtsort kommt auch über Genetik definiert gefirwert, weil wir auch Älteren schon an der Datenbank drauf waren, genetisch, die waren schon erfasst, und so kann den eben durch den DNA-Aufgleich, du wirst ja, wenn ein Novus hat immer 50% DNA von der Mom, 50% vom Pap, und da kann ich über den Weg kann ich noch eine Analyse machen, und da weiß ich, okay, und aus dem doten Reveier nördlich von Hannover irgendwie op Lützeburg kommen. Bei irgendwie natürlich nicht so, das Luft lehnt 450 Kilometer, mehr wir wissen entretemps, dass in über Holland an über Belsch gewandert ist, weil am Veluwebusch an Holland auch detektiert genetisch. Da waren natürlich 4 Drohnen bei als Kommas mehr. Sie hatten hier Echantillon nicht direkt da geschickt, sie sammeln da ja ein bisschen, weil sie das schon mehr haben. Aber ja, es ist halt immer ein bisschen eine kleine Sensation, da geht immer direkt vorgeschickt, dafür wären nice Resultate echt da. So nur sind an Flandern nur gewisse gehen, an Don eben zu Lützeburg. An Dono, paar Monate mich spät, Rem aus seinem Geburtsrevier, nördlich von Hannover, an Don Hirsch, also am Hirsch 2020 waren Richtung Bremerhaven gewandert. Du hast war noch am Januar 2021 pardon, Mistatischen, also Fehler. An 2021 sucht das echt Jahr, wo no gewiesen am Mosten dann Rüddel gebildet huet, eng Partnerin von huet, an noch das, also 2021 3 Junker gut. Das Geschichte von mir dran, wenn er Wolf. Gucke, wie sie weitergeht. Voilà, das ist ein bisschen Situation eben Geschichte an Lützeburg und so weiter. Und dann kommen wir zum Plan de Resistance, der Wolle von dem Mensch, wo sie ihn dort lernen. Aber du sind da pur. Das ist das mal, dass den Lieblingskompagnon vom Mensch, den Hund, an der Wolf, dass die gemeinsam 4 Fahren hatten. Irgendwann zwischen 20.000 und 100.000 Jahre, Wissenschaftler sind nicht ganz ähnlich, und das kann auch auf mehr wie enger Platz geschieht sein, dass sich löser Domestizierungsprozesse
angestalt hun wie dat genau gegangen das wissen man net wie geht davon aus dass vielleicht Einzelwölle oder Einzelrudelen sich méi Mënsche gewinnt hun und Präsenz von dem demolsche Mënschen von als vierfahren sech méi an den ihrer Gegent opgehalten hun dann gemerkt hun du ze friessen du falle rechter un an se sto dann irgendéi auch ein bisschen eng Symbios gebildet in dem Sinn dass vielleicht auch durch Präsenz von der Wölle an der Gegend von den Menschen einer Prädateuren Wäschbliebe sehen und so weiter und das heißt löser löst den Domestizierungsprozess angefangen wird. Fett ist aber, dass der Mensch natürlich die so mal vierfahren immer mehr auf verschiedene Richtungen gezielt wird doch, sodass man heute eben die ganze Panoplie von Rassen von Hünden, die eben kennt, die da alle besser kennt wie ich. Kreuzungen sind trotzdem nach immer möglich durch Welle von Hünden, weil sich als Hünden, die man heute tun, auch von so ein bisschen bizarr ausgesehen im Vergleich zum Wolf, eigentlich aber nicht sind genetisch wie ein bisschen genetisch modifiziert Wolf. In anderen Punkt sind Straßennetz vom Mensch wird natürlich überall durch Böscher und durch Natur gebaut gehen as wo natürlich dann noch Wölle wie auch viele deren Reh an Dachs nach Fies an Schwein so weiter auch drüber laufen dann eben auch Opfer gehen von Accidenter auf der Straße. Da gibt es dann auch immer illegal Aufschüsse, den Haier auf jeden Fall für Gerichtsland. Und da gibt es eben noch Konflikte, die mehr, wie soll ich sagen, real oder gefühlt sind, die aber die da sind, die wirklich muss wirklich Konflikte. Wo sind die? Aber das gebe ich auf 4 Niveauen bezeichnen. Das ist das Angst von den Menschen, die an der Cap ist, durch eben das kulturhistorischen Abbau von dem negativen Image vom Wolf, den ich angeschwärzt habe am Anfang. Das ist Angst, dass von einem Wolf ugegraf gehen, dann Krankheiten, die der Wolf eventuell kennt, überdrohen. Tollwut hatte ich schon angeschwärzt, ich komme gleich drauf. Dann die Frage, als der Wolf wie Konkurrent von den Jäger frisst den Wolf der Jäger hier die wilde Wäsche. Ich werde mal ganz krü auszudrücken an den 4. Punkt, an das den wichtigsten, dafür den noch kein Fragezeichen an den ist auch ganz real und da muss ich noch da muss ich sich schon mal da beschäftigen, die Übergriff auf Nutztiere, wie dann hauptsächlich beschof. Da wollte ich die 4 Punkte nochmal durchgehen. Das ist also mal Accidenten mit Menschen. Kann ich nicht so, dass ich das nicht gehen. In der behauptet, wenn nie ein Mensch von einem Wolf gebast gehen, da das nicht richtig, das stimmt nicht. Kann ich einfach so, dass es extremst selten vorkommt. Den John Linnell, der von den eminentesten Wolfswissenschaftler von Europa hat, meine ganze Kippeleit eine Analyse gemacht von den letzten 50 Jahren in Europa. Natürlich nicht an dieser Gegend, weil der die Zeit kein Wolf mehr an den Gegenden natürlich wo Wolf gesehen, wo immer Wolf go. Und du hast festgestellt, an den 50 Jahren wo 21 Übergriffe oder Accidenten nennen wir so, weil oft sind Accidenten mit nicht tollwütige Wolf 4 davon tätig. Zum Vergleich, für das ein bisschen an den Kontext zu setzen, zwischen der Erde 19 und 2007 gab es länger in Deutschland 39 tätlich Angriff durch Haushunde auf Menschen, 30.000 Bissverletzungen pro Jahr gibt es in Deutschland durch Haushunde. In Österreich sind da 6.000 pro Jahr. Das sind einfach so ein paar Tonnen, die ich ein bisschen darum erfunden in verschiedenen Etüden. 2013 zum Beispiel in Bayern 150 Angriffe von Ranner auf Menschen, 4 tätlich. An Deutschland 2 bis 12 tätliche Schwerstaccidenten pro Jahr. An Frankreich sind da sogar nach mehr, da sind da die 20 pro Jahr. Also dafür ihr gesehen, die Chance, dass irgendwie von einem Wolfgift gewasst gehen, wäre wesentlich mehr kleiner auf jeden Fall wie andere Sachen, die könnte geschehen. Und hier auch pur extra ein bisschen, was Wolf alles noch so, oder das auch Hund ganz aktiv, da sind Hund beißt Polizist von Hund auf vom Besitzer verletzt, da hat der Besitzer auch gebasst, Hund für die Kant am der Stufe tot gebasst leider. Und dann eben noch etwas ähnliches, was man oft vergessen, als Böscher sie voll von Wildschwein, und auch Wildschweine sind wirklich dafür bekannt. Alle Jahre gibt es eine ganz Party Deutscher in Europa durch Wildschwein.
das hast noch immer selten. Die braucht keine Angst, so für den Busch zu gehen, wenn du willst Schwein, weil es nicht, dass die Delo permanent noch Gift gesehen, aber dass ich just jetzt zu weisen, wenn du willst Schwein, je nachdem, was für eine Situation da erwischt, ist eben durchaus gefährlich und da kommen effektiv relativ viele Accidente auch vier. Auch immer mehr da an den Ortschaften, weil für Schwein gehen immer mehr auch an die Ortschaften ran. Den zweiten Punkt, wo ich will ausschwätzen sehe, Krankheiten, hatte ich gesagt, da gehe ich zurück auf den Bericht von John Linnell an Kollegen an derselben 50-Jahresperiode, die schon nur geschwätzt gewesen, wo 38 Accidenten mit tollwütigen Wölfen, voll verstanden, nicht, auch nicht an Eisegegenden, weil wir kein Tollwut mehr, das weiß ich nicht gleich, mir da, wo nach Tollwut geht, Richtung Russland, Richtung Ukraine, wo Tollwut nach Doas, da gouft Iwergriff Accidenter mat 12 tollwitsche Wëlle 5 vun déitlech. Wo se so, dats awer Westeuropa seit 15 bis 20 Joer jeno Land wëll tollwut frei ass. An man Jo entre eng Impfung hunn. Di eich Impfung gouf 1895 developéiert schon 1895 an gëtt eng Impfung, dat heecht van der Lo den nowen der Spaéiere gin, an de gitt vun engem Hund gebass, jo mal sinn mo gesinn hunn beißen a auch viel Leiit, dann si der joch nie 100% sech kann Di net eventuell toll tun. Da giet an de Centre Suisse Hospitalier, an der krit er die postexpositionell Impfung do, muss wëssen Tollwut brauch mindestens 3 Wochen bis se ausbricht, wann en se bis de Bëss krit hat. Dat hecht den sech Zeit fir sech impfen ze lussen an dann as auch ke Problem mit oder Techt. Auch dat gëtt nach als Meiglechkeet toll, wo das iwrens och ausgerott ginn oder wëll toll, wo das ausgerott ginn an als ganzer Grousregioun, all die Länder rundëm Lützeburg och durch Impfung auch vun Fies. Fies waren den Haupt iwwer Träger Demos an den Jore wuch kann an der Kante erinnern, dass toll wie de Fies doch immer waren. Durch Stimpfung, recht durch Stimpfung kann der Tollwut Meester gehen, der will Tollwut nicht durch Rösch, nicht durch Vergiften, nicht durch Vergasen und alles wird probiert gehen als archaische Methode für deren einfach dort zu machen, Fies an anderer möglich Überträger, das wird alles nicht funktioniert. Was funktioniert wird, war die Impfung von der Fies. Und dann ist Tollwut auf Null gegangen. Also Bilder aus Frankreich, mit Lützeburg, wird auch ganz ähnlich. Und dann, wie gesagt, kartografisch aus, du siehst, 1992 nach war Lützeburg noch immer an einer riesiger Fläche, wo Tollwut ganz weit verbreitet war. 2017, also 25 Jahre spät, sieht als Tollwut der ganz Westeuropas kein Wild Tollwut mehr da. An der Ukraine als nach den nutzten großen Herd, südlich an Polen nach bis die Slowakei, der Rest an Russland, Weißrussland. Georgien so hin dat hecht mir hunn hai bei Eis sech ke Problem mat wëll Tollwut. Da brauchen wir also kein Gedanken mehr. Und dann die groß froh as de Wolle wie Konkurrent vun de Jeer. An der Wolle lo könnt frist den als dann all wäsch an Schwein und so weiter. Giffe nimmen vielleicht viel Schwein wäsch frist vielleicht auch vielerei. Weil sind da definitiv viel zu viel do an die mache auch die bekannte Probleme, dat dir als bekannt sind Schwein, an dem sie Landwirtschaftsfelder fut die man an dem sie Böscher so massiv verbeißen, dass zum Deel keine Naturverjüngung mit do hast. An dafür kann der Wolf auch keine Konkurrenz vom Jäger. Für allem, wenn ihr seht, wir mussten op Jurcht goen, also ich selber nicht, ich gehe nicht op Jurcht mehr. So, wir müssen gehen als Menschen für Schwein zu regulieren oder für Reh zu regulieren, weil kein größer Prädateur mit da sind. Da können wir nicht mehr so, wenn ein größer Prädateur rumkommt, dass da der Konkurrent ist. Nee, das ist darin, den hilft. Der Tier Wolf kann, vor allem, wenn er just so ganz sporadisch präsent ist oder mal Einzeltieren oder koppeln, kann er ja nicht das ganze Problem lösen von der wilden Schwein. Wir kann dem Jäger helfen, an dem Sinn, dass auch mal nach wilden Schwein dann durch den Wolf zum Beispiel gefriest geht. Also für Dolo eine Konkurrenz, die gebe ich wirklich, dafür gebe ich warnen für drohen, dass ich da in den hilft für Problematik, muss ich so, von denen überhöchste Schule will bestehen, ein bisschen besser Fleisch an den Griff zu kriegen. Ob es da gelingt, da so nach gerne vor. War doch flotter ist, dass das zu Lützeburg GEA-Föderation schon 2015 an einem Statement geschrieben hat, dass, da muss ich noch mal so, aber das ist eigentlich einzigartig in Europa, das fand man natürlich
positiv, dass sie so tun, dass sie die natürliche Retour vom Wolf grundsätzlich begräßen. Und das fand ich wirklich, da muss ich nochmal so, das wirklich positiv, dass sie sich so ausdrücken. Das ist ja aber wichtig, wie eine Föderation sich auch noch ein bisschen ausdrückt, und das ist schon top. Ein seriöses Problem auch in dem Stand, dass das Präsenz von Haushünden am Wolfsrevier schon gesagt, dass dieselbe Art prinzipiell noch immer Haushünden sind genetisch modifiziert. Wölfe am Anfang, das heißt, Wölfe gesehen haben an ihrem Revier im Prinzip als Konkurrent. Was machen sie mit Konkurrenten? Sie machen sie meistens tot, wie auch junge Wolf, den sich verirrt an einem Revier, den hat oft keine Chance. Das heißt, wenn ein wirklich ein Wolfsrevier etabliert hat in Zwausch, wo ein Koppel oder ein Rudel fest Revier hat, da soll ich sicher an dem Revier hin Haushünden nicht freilaufen lassen. Ja, das ist wichtig. Wenn ich dann spazieren geht, kann ich ruhig machen, da soll ich den unter Link halten, dass ich dir als Mensch eigentlich den beste Schutz für ihren Hund. Den feierte Thema an das den real ist, wirklich real ist, wo wirklich den Problem in Relation mit dem Wolf, wenn dem den Umgang mit dem Wolf geht das die wir nutzt notamment eben für und allem Schof. Natürlich muss ich verstehen, dass kein Bauer, kein Schofshalter, ob professionell, semi-professionell oder Hobbyhalter Frau ist, wann ob sie weht könnt, und dann finden so ein Bild wieder tut. Das muss ich verstehen, das klar, dass du okay Frau als für letztes Jahr aber dann auch Frau mit ihren Deieren. Das heißt, du musst ihn das ganz seriös holen. Ich muss ihn aber auch für dich mal so, nicht immer, wenn ich Schof finde, was irgendwo dort ist, dort leid, war das ein Wolf. Ne? Da gibt es auch Kriterien für das mal rauszufinden, Rissbild, wie gesagt, das aus. Wie viel das gefriert ist, wo sind Bus von und so weiter. Und da gibt es dann noch zum Beispiel eine Broschüre, eine Flotbroschüre, die ich schon für lange Jahre gemerkt habe, wie war es eigentlich? Das heißt, anhand von einem Riss und die Spuren schon mal erkennen, was war wahrscheinlich der Urheber, wie war der Prädator, der Luchs, der Fuß, ein Haushund, der Wolf oder der Bier, da wo den da vielleicht nach gibt. Wir hatten 2015 einen Verdachtsfall am Süden vom Land, wo Schof Geraski war. Da haben wir effektiv auch gemerkt, dass die Kriterien, das Kind der Wolf sind, wir haben Genetik gemacht, und das Resultat war klar, es war ein Haushund. Und seitdem wir mehr über den Wolf schwätzen, seitdem das Thema viel mehr in der öffentlichen Diskussion präsent ist, kriegen wir auch ganz viel Schof gemeldet, was wir für die nicht guten. Wo Leute fanden Schof, einfach Schof, weil das Gras gehen oder dort wird wohnen, dann denken sie natürlich direkt unter Wolf. Sie melden als das ganz oft, in den allermeisten Fällen sind Urheber hin. Du seid ihnen doch schon direkt unter den Bassspuren, dass es hin waren oder ein Hund. Das heißt, Haushunde sind an diesem Kontext auch ein großes Problem, den ihr sollt wirklich stellen. Ich meine, in kurz Klammer, ich gesehen am Chat sind schon ein paar Sachen rausgekommen. Also, ihr könnt während dem Viertrag auch erfreuen, die muss nicht warten, bis der Viertrag rüber ist. Die könnt erfreuen die ganze Zeit an den Chat schreiben, Madame Back, Madame Jacobs, die sammeln die, regroupieren das, wenn Sachen sich dublieren, und stellen mir die Frohen dann hin. Also, die könnt die ganze Zeit erfrohe stellen an den Chat. Was kann ich also machen, für die Übergriffe zu verhindern? Weil da gibt es ein paar die Methoden, Präventionsmaßnahmen, wie ihr so schön seht. Du kannst ich notamment mit Elektrozong schaffen, Wölfe sprangen können, theoretisch auch drüber sprangen, einzelne machen, doch meistens probieren sie, innen drinnen durchzukommen. Das ist der erste, was sie machen. Aber wenn sie dann ein Ferngewicht kriegen, dann haben sie beigelehrt und dann evitieren sie so Sachen in Zukunft. Kombinieren kann ich das mit Hunden, sogenannten Herdenschutz Hunden, das sind nicht die normale Hunde wie Border Collie, die zum Beispiel normal geholgen für Schof zu haben, aber das sind speziell Rassen wie Hai, Kangal, die ausgebildet sind, für eben auch sich mit Prädatoren auseinanderzusetzen, und die ziemlich effikaz auch da können eins gehen.
Dann ein dritter Punkt, der wichtig ist, neben dem Zong, wie gesagt, der Elektrozong an dem Herdenschutzhund als Präsenz vom Schäfer bei der Schof oder vom Hirt bei der Schof, auch menschliche Präsenz, selbst wenn der Wolf natürlich echt da wäsch hält. Aber wenn die drei Sachen kombiniert, dann gibt es Wissenschaftsstudien von Rätsel für längst in Europa, die weisen, dann kriegt ihr bis zu 80% Reduktion von den Übergriffen auf Nutztieren. Ob null kriegt ihr nicht klar nicht gesagt. Das heißt, es wird immer vereinzelt Übergriff gehen, da wo Nutztieren leicht verfügbar sind, nicht geschützt sind, werdet immer mal zu Übergriff kommen. Und da muss ich dann auch eins gehen, da muss ich dann noch probieren, die Leute zu helfen, erstens wird sie evitieren und dann, wann da geschieht, für dann hin noch zu helfen, da komme ich nach drauf. Trotzdem, auch hier muss ich trotzdem so, dass es ganz viel einer Verluste gibt bei Nutztieren. Ich weiß, an den Alpen zum Beispiel sind all Jahr 3-5% von den Schof, die über Sommeren auf den Almen sterben. Innerhalb von dem Sommer durch Stehschlag, durch Hochfallen, dass sie von Hünnen gerast gehen, Urgegraf Kinder gerast gehen oder sonst Geschichten, Krankheiten und so weiter. An ungefähr in Ordre de Grandeur Männer gehen, also 0,5% gehen von Prädateuren wie Luchs oder Wolf gerast. Mehr von denen 3-5% lesen den natürlich nie an der Zeitung. Von denen 0,3-0,5% schon. Die bringen es auf Titelseite, die anderen gehen nicht erwähnt. Und das ist ein bisschen, wie soll ich so, nicht immer ganz ehrlich von ihnen so, dass man genau guckt. Und hier ist auch ein bisschen der Punkt, also eine Grafik von den Hai von der Veterinärverwaltung als Source hält hier Donien, wie viel Tieren alle Jahre zu Lützeburg, wohl verstanden, von der Societät Rendock, das ist eine Societät, die ansammeln geht, die Kadaveren, die auf den Bauernhöfen aufhalten, wie viel Tieren da zusammen kommen. Und ich will just die dunkelrotbär innen beschwätzen, die über der Orange, die ganz klein innen ist ganz ein bisschen orange, da kann ein dunkelrotbär. Und das sind Kälfscher am Alter von 0 bis 6 Monate. Und ihr seht, das sind da so die 10 waren die letzten Jahre sogar über 11.000 alle Jahre. Kälfscher, die am Alter von 0 bis 6 Monate auf der Bauernhöfe im Land sterben, das sind ungefähr 14%, 14,5% von den Geburten. Ja? Da schwätzen wir also von 10 bis 11.000 Stück Jahr. Ich will auch nicht so, wenn du irgendwann ein Wolf Kalf reißen, dass das für die Besitzer von dem Kalf nicht schlimm wäre. Selbstverständlich wäre das schlimm. Aber ich will so auf nationaler Ebene, wenn ihr da dann den Kontext setzt, dann da sind die pur Nutztiere, die vielleicht auch mal von einem Wolf oder auch in einem anderen Kontext mal von einem Fuß geholt, fallen eigentlich auf nationaler Ebene nicht an Gewicht. Wie gesagt, das heißt nicht, dass eine Troserei von dem Einzelnen, dem es geschieht, nicht soll verstehen und nicht soll probieren, dem zu helfen. Aber wenn ihr natürlich guckt am Gesamtkontext, das auch als Aufgabe ein bisschen als Staat, da muss ich sagen, dass es eine große Chantier geben, für vielleicht zu probieren, die Mortalität notamment bei den Kalbschaden zu reduzieren. Voilà, das ist also wichtig. Dafür, wenn ihr da insgesamt guckt, muss ich sagen, dass Wolfsmanagement eigentlich Menschenmanagement ist. Der Wolf selber gedient, da muss ich eigentlich nicht viel machen, muss ich nicht machen. Aber muss ich den Menschen helfen, muss ich den Menschen helfen, hier Herden zu schützen, hier Schof zu schützen, muss ich auch ihnen wann dann aber ein Übergriff soll kommen, Apps bezahlen, für wenigstens die Schuld, den sie haben, dass der wenigstens finanziell entschädigt wird. Darauf gehe ich an, weil genau das war ein Objekt von dem schon erwähnten, vom Bürgermeister erwähnten Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen zu Lützeburg, den wir 2015 angefangen haben auszuschaffen, den am Februar 2017 publiziert wurde, an den nicht am stillen Kämmerlein an der Verwaltung gemerkt, dass mehr mit all den dort Akteuren nehmen von den Leuten sind eigentlich egal, die sind aber offiziell Autor, dafür kann ich es doch weisen. Für allem will ich weisen, dass notamment der Sektor von der Landwirtschaft, sowohl Verwaltung, wie auch den Beruf der Bausen, also Chambre d'Agriculture, Convis, den Dachverband von der Lützeburger Schofs ergessen Ziester, waren mat dabei, mat durch, wir haben den Managementplan zu summen ausgeschafft.
an all die Leute, die du stehen, die sind noch Autor von dem Dokument, das ist ein Dokument, wo sie auch können, wo sie alle konnten nochmal leben. Und das ist mir wichtig, dass das auch am Konsens, am Partnerariat partizipativ gemerkt wird, an nicht irgendwo an einem Büro von einem Beamten. Voilà, was steht an dem Plan? Bei die wichtigsten Sachen sind die doten zwei Sachen, das Konfliktmanagement, wie geht denn eben dummer da Prävention, wie evitieren wir Schuld, Übergriff auf Nutztieren, wann sie aber stattfinden, wie gehen sie entschädigt für das Prozedur, wie gehen Riss begutacht, wie evitieren wir die sogenannten Habituation. Habituation ist, wenn Wölfe sich Menschen gewinnen und hier natürlich Schei verlieren, das könnte oft durch Menschen selber leider am Resultat, dass aber der Wolf ja nur das Problem ist, dass zum Beispiel, weil du fängt Wölfe zu federn, weil sie sich schäf haben oder weil sie gerne besser Foto machen, dann könnte zu oder gewinnen Wölfe sich tun, dass da verbannen sie Nahrung mit Menschen und das ist dann nicht gut, da verlieren sie Schei. Dann könnte dann eben dazu kommen zu dem zweiten Punkt, den Umgang mit Wolf selber. Weniger se Wolf verhalensopfällig, weniger sind ein Problem, weniger sind ein Risiko tatsächlich. An dem Moment muss natürlich etwas können gemerkt, muss interveniert gehen. Was geschieht, wann mal ein Wolf sich gegen mit einem Haushund kreuzen? Auch das könnt hier in Europa zwar selten, mit könnt aber heinst du hier, da das auch nicht unbedingt erwünscht. War das, wenn mal ein Wolf irgendwo verletzt wäre, angestoßen wäre, krank gefund gehen, wenn das von der Wolle wie verrannt geht, den do das, was geschieht mit dem Kadaver und so weiter. Da ist alles da, das an dem Plan diskutiert gehen, an den Reunionen, an dem am Plan publiziert gehen. Und da weisen wir schüss ganz kurz, wie Prozedur ist, wenn du zum Beispiel in Riss von Ginas wurde in Verdacht gehen, dass das durch einen Großraubtier wie Wolf oder eventuelle Luchs stattfand, also dass es durch so ein Day durch dem Problem kommen wäre, dann haben wir als Naturverwaltung 4 und allem die Prozedur dort zu verfolgen und dann dezidieren wir nur, je nachdem, was rauskommt, gibt es eine Entschädigung zu 100%, zu 75% oder kein. Ich gehe da nicht an Detail, ich will vor allem das dort rausschälen. Wir garantieren oder wir engagieren uns als Verwaltung auch für, wenn wir die Meldung kriegen, innerhalb von 24 Stunden auf der Platz zu sein. Das ist wichtig, dass ich schnell auf der Platz ist, weil wenn die DNA-Spuren, wenn ich DNA-Spuren will holen, also das Beste teilen sie so schnell wie möglich. Sonst ist die DNA mir degradiert, wenn ich mir lang wert, und das sind Resultate immer gut. Wir engagieren uns, dass wir innerhalb von 24 Stunden nur eine Meldung, die auch reellement ein Verdachtsfall ist, auf Platz gehen. Oft froh mit Leuten, wenn sie suchen, check das, wenn ich für dich Fotoen, und da sehen wir oft schon auf den Fotoen, dass du hast kein wirklicher Verdachtsfall, da das Hund ganz klar, da gehen wir nicht unbedingt auf den Terrain, aber sobald der geringste Verdacht ist, wo wir so, okay, da muss man wirklich gehen, innerhalb von 24 Stunden sind wir dann da, wir holen Spuren, wir sichern das alles, wir gehen dann in das Labor und gehen dann als Prozedur noch. Weil doch wichtig ist, das lebt auch ob Weekend an op Feiertag. Wir haben eine Hotline, wo ich kann anrufen, wo immer Permanenz hört, sodass auch ob der Feiertag eben, wenn du nur zum 3 Uhr anrufst, dann hilft du wahrscheinlich keinen ob mehr am Tag, als du immer in den abhilft, an den engagiert dann noch für dann Platz zu kommen. Den Umgang mit Wolf, wenn ich also Verhalten von den Wolf auffällig, doch da dass die Kategorisierung ist dran, ich gehe nicht an den letzten Detail, wir haben da doch nicht davon, wir haben da etwas überholt, schon lange auch in Deutschland gibt mit Kriterien, das gesehen für du alles neu zu erfahren, wenn schon etwas Gutes besteht. Wie wichtig ist, dass Verhaltens opfällige Wolf, das den Hellgring, das den dann der vielleicht ein bisschen Mannerschei durchstellt, mit den aber nicht irgendwie speziell etwas zu no bei Leiit kennt, du hast alles kein Problem. Problemwolle fängt dünn zu gehen, wann der Wolle wirklich sich ungenierten Mënsche gif näheren, wann da gif passieren. So und das ein bisschen theoretisch, mit zumindest haben wir die theoretische Fall 4 gesehen. Dann wie sie so, da muss ich oppassen, ein Risikowolf geht gehen ganz gravlog so am Detail fand der am Plan.
Risikowolf geht gehen, wann er wirklich aggressiv verhalen, wie vom Mensch weisen, knurren, Zahnweisen. Da ist so okay, du also wirklich der Punkt überschritt. Und das sind auch Situationen, wann die vier kommen. Wir sehen, dass an Deutschland, an Frankreich, wo viele Wölfe sind, nicht wirklich vier kommen, aber wann sie vier kommen, das ist wirklich für den hypothetischen Fall, dann müsst auch können so in der eben aus der Population rausgeholt gehen, eben an Schuss gehen. Das will kein Mann, aber Menschensicherheit muss primären, das ist ganz klar. Dafür Verhaltensregeln bei Begegnungen, was machen, wenn ich Wolf begegnen? Durch Zufall. Das kann man mal sehen. Nie ulaklen, nie mit Futter ulaklen. Tausen und erlingt feiern, das hatte ich schon erwähnt. Nicht fortlaufen. Brauche ich nicht fortzulaufen. Der Wolf einfach gucken, in die Richtung gucken, der will nicht das Nahen, vielleicht muss ich gucken, was der möchte. Normalerweise laufen sie fort, oder sie gehen fort. Nicht unbedingt panikartig, aber sie bewegen sich fort. Nicht op de Wolf durchgehen, das könnte natürlich dazu führen, dass sie sich bedroht fühlen. Wann der Wolf in ihre nicht gesehen hat, von der merkt, Martin ob ich aufmerksam, schwätzt hart, keine Panik, hart schwätzen, mit den Armen bewegen, groß machen, eventuell los zurückgehen. Wenn es nach immer nicht fortgeht, mir hart schwätzt wirklich, an vielleicht am ganz schlimmsten Fall mal mit einem Stehen oder sogar heilen. Mehr so nicht im Prinzip könnt nie zu der Situation, als äußerst selten, dass ein Wolf nicht fortlebt. Werde ich aber gefroren, dass wann das erst Gefühl kommen, genießt für dich mal den Moment, weil das etwas war da nicht 100 Mal im Leben wird erleben, so will der große Predateur tatsächlich an der freien Natur zu begegnen. Und dafür will ich auf den nächsten Teil übergehen, viel von Problemen geschwärzt, Konflikte, die sind da, die sind real, muss ich da umgehen, muss ich da sich beschäftigen, mehr geht es da nicht, aber auch irgendwie etwas Positives Wolf. Und dafür wollte ich ein paar Sachen sagen, die mir wichtig schenken. Das ist das, der Erlebniseffekt. Ein Foto, die ich selber gemacht habe aus Kanada, op 6 Meter war den während der Nacht die war ein bisschen wie Weidewäsch. Da sind immer Schwarzwölfe dabei in Nordamerika. Das geht also in Europa im Prinzip nicht der Fall. Aber das ist ein emoliges Erlebnis. Und er hat auch genau das gemacht. Und haben wir just Zeit gelassen, für ein Foto zu machen. Und du waren fort. Den zweiten Punkt ist, Wolf ist ein Teil von unserer Biodiversität. Und Biodiversität ist alles dabei. Das sind Büscher, das sind Tacken, das sind Dümpeln, das alles, was dabei ist, nass, mit ihren Tieren, mit ihren Pflanzen nachten dran. Und du hast der Wolf ein Teil davon. Das waren immer an einen wichtigen Teil von der Biodiversität. Für wer also der wichtige Teil? Weil er den Top-Predateur ist. Die sieht hier ganz simplistisch durchgestaltet, Nahrungspyramide dabei an der Natur. Und du siehst da die Top-Predateuren, Urwen, der Wolf, der Steinadler, den Uhu zum Beispiel, die haben einen gewissen Kontrollfunktion, wenn ihr so wollt, wenn ihr ein bisschen menschlich seht, ob den Niveau innen drinnen. Und da zum Beispiel der Fuß, oder mit kleinen Greifhulen. Und wenn die Top-Predateure wegfallen, wenn die nicht da sind, dann haben am Anfang die Arten im zweiten Niveau, können sich frei vermehren sozusagen. Die haben dann am Anfang hier natürlich Kontrolle nicht mehr. Hier natürlich Regulation ist dann nicht mehr da sozusagen. Nicht unbedingt direkt just durch Prädation, sondern auch durch Verhaltensänderungen und so weiter. Die können sich dann ausbilden. So gibt es zum Beispiel eine ganz interessante Etude, der Fuß ist ja immer ein bisschen Thema zuletzt, aber es gibt eine interessante Etude, dass an den Bereichen von den Regionen, wo der Wolf und der Luchs flächendeckend plus ou moins verbreitet sind, da hat er 10-mal mehr Viehs, also eine Densität von Viehs, die 10-mal mehr höher ist, wie da, wo es kein Wölfe, kein Luchse gibt. Dafür ist es immens wichtig, dass die Top-Predateuren da sind. Und dafür ist der Wolf auch, und die Top-Predateure sind Schlüsselarten, wie der Herr Michaeli in seiner Intro gesagt hat, dass die Schlüsselarten, die eben wie soll ich so einen Einfluss haben auf das ganze Ökosystem, weil wenn sie nicht da sind, an die anderen wollen massiv überhand oder sind da eben immens viel da, dann hat das natürlich einen Impact auf das innen drin. Sodass der Fakt, dass die Top-Predateuren da sind, das hat einen wichtigen Impact auf das ökologische Gleichgewicht dabei in der Natur.
Auch der Busch braucht Prädateuren. Das wird ein bisschen mit dem Slide, wo wir rund sind. Natürlich fressen sie auch Wildtiere, meistens sogar Reh oder ein Hirschkau oder Wildschwein. Und das hört nicht einmal bei den Rehe, bei den Hirschen, das ist ein wichtiger Einfluss, für die ein bisschen mehr klein zu halten, für das Verhalten ernst zu machen, dass sie mehr Energie müssen investieren an Vigilanz, an Aufpassen, dass sie nicht gefriert sind von den Prädatoren. Und in der Schweiz, der Schweizerische Forstverein zum Beispiel, klar gesagt, der letzte Satz, wo die Luchs an der Wolf regelmäßig vorkommen, von den wesentlich managiert unter Buschverjüngung, das heißt, der Buschökosystem blit op, sozusagen, da wo Prädateure sind. Das heißt nicht, dass kein Reh sollen da sein, kein Gämse sollen da sein, kein Hirsch sollen da sein, nee, sie sollen an einem natürlichen Gleichgewicht mit ihrem Milieu sein, wo auch Prädateure eben dazugehören und die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da meine ich, dass der Wolf auch ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun hat. Und mit Ehrlichkeit, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir sind als reich Europäer sind wir ja aber trotzdem aller Meinung, dass die Inder sollen und die Indonesier sollen hier Tigere schützen, wenn man sie schön fanden, dass die Nordamerikaner sollen hier Brombeere schützen, dass die Südamerikaner hier Jaguare sollen schützen, und die Afrikaner hier Elefanten, Großtieren, das ist okay, Prädatoren, Elefanten, das sind Tiere, die durch alles gehen, brechen sie gerade den Song, die durch Stier verlaufen, die Häuser niedertrampeln, die dann oft als Streh oder als ganz basic gebaut sind. Und wir erwarten aber von denen Leuten, oft arme Leute, die an denen Gegenden wohnen, dass sie mit denen großen Tieren leben und sie auch noch schützen sollen. Das erwarten wir reis. Und dann sollen wir reich Europäer nicht Pferde springen für pur Wölfe zu tolerieren und auch zu finanzieren in einem gewissen Sinn. Natürlich kostet auch ein bisschen Staatsgeld, Steuergeld im Moment. Klar, das ist ein Argument, was du könnt. Aber ich meine, es gibt so viel Suen, es gibt so viele Sachen, dass die paar Euro, die du brauchst, für ein bisschen das Management zu machen von den Leuten, die man Wolf zu dienen und denen zu helfen, mit Präventionsmesuren, die kann noch subventioniert kriegen, mit Indemnisationen, wann ein Übergriff stattfindet oder benutzt der. Das können wir als lesen. Es sind überzeugt, dass wir das können lesen. Wenn wir ein bisschen ehrlich sind mit uns selber, dann da packen wir das. Voilà, wie geht es weiter? Es werden mit Sicherheit immer mehr häufig Präsenz vom Wolf auch zu Lützeburg an der Großregion stattfanden. Irgendwann wird doch die erste Reproduktion Mino stattfanden und Vertuze statt von 2021 am Hohen Fenn. Das sind so 50 Kilometer nördlich von Lützeburg. Eupen, die Gegend, bisschen wie südlich, südöstlich von Eupen, die große Region, du hast von einem Wolfskoppel schon seit paar Jahren besiedelt. Du hast sie jung auf die Welt kommen für dich 2021. Was muss also gemacht gehen, man muss ein gewisses Monitoring gemacht, muss in das Vivi machen, das wichtig, dass ich weiß, wo Wölfe etabliert sind, kann ich Wildkamera setzen, kann ich da viele Informationen kriegen, über Größe von Hudeln, über Reproduktion, ja oder nee. Das hilft, für was das wichtig, weil wir dann die Leute kann sagen, ja, Präsenz, das ist eine Festpräsenz, wenn ich das bis weiß, schützt er Herden. Und da kann ihn Leute helfen, voilà, der kriegt die Möglichkeit für Subsidien uns vor, für eben die Herdenschutzmaßnahmen zu machen. Und da das also in dem Plan für gesehen, mir dafür muss ich eine Monitoring, wenn es Swivi machen, da kann ich den natürlich auch über den Code machen, für wertbar im Code als DNA drin, von der Schleimhaut, vom Darm. DNA kann ich feststellen, dass es der Wolfscode ist, kann aber, wie gesagt, ich hatte erwähnt, auch ganz viel mehr feststellen, was für ein Individuum das von den dieser fest wird und so weiter. Das hilft da ist immer da. Und dann natürlich auch die Leute dabei sind. Wichtig für uns, dass die Leute hier Fotos rausschicken, dass die Leute informieren, wenn sie es gesehen, auch wenn es vielleicht Falschmeldungen sind. Die 5 deren, die auf dem Foto sind alles 5 Hausen. Das ist kein Wolf dabei. Aber sie gleiche vielleicht für ihre Laien ein bisschen einen Wolf. Voilà. Aber das ist wichtig, dass die Leute trotzdem nicht fertig für etwas Falsches ranzuschicken, dass keiner selbst lacht. Wir sind froh für alle Meldungen, die wir kriegen. Besser ein falsch zu viel, wie ein richtig verpasst. Und dafür, wie gesagt, sind wir noch immer. Schickt euch Sachen ran, wenn ihr es seht. Wir interessieren uns immer dafür,
aber ihr kriegt auch dann ein Feedback, wem man Sache bewährt tun. Hier ist ein Richten, Wolle aus der Schweiz, mit einer Wildkamera fotografiert. Voilà. Meldungen können rangeschickt gehen am besten über E-Mail, hier auf ein ganz einfach E-Mail-Adresse wolf@anf.etat.lu. Du kannst das die Sachen hinschicken. Du kriegen dann all die Leute, die das sollen kriegen, die das können bewerten, die qualifiziert sind. Da sind noch Leute dabei, die Informationen speziell gemacht, für all die Sachen können uns zu bewerten. Dafür schickt das die Sache ran. Was wir auch gemacht haben, neben dem Managementplan, der mehr für betroffene Publik als Hummer aber gemacht für den Grand Publik, das ist ein kleine Broschüre, die auch nicht mehr verfügbar ist. Die können dabei gratis bestellen an der Naturverwaltung. Zusammen mit dem Naturmuseum rausgehen, 2017 auch, wo die wichtigsten Informationen draußen für den Grand Publik, notamment was Mensch von der Wolf dabei gibt begegnen, und so weiter, ein bisschen Biologie, Ökologie vom Wolf erklärt, so wie ich das doch heute gemacht. An die Frage, die ich anfangs gestaltet habe, mit meinem Titel, das war ja Koexistenz Mensch-Wolf, ist das realistisch oder ist das eine komplett Utopie? Aber meine Konklusion ist, nur meinen eigenen Überlegungen, die ich heute durchgelöscht habe, basiert auf der Situation um Terrain, basiert auf den einzelnen Point de vue. Das ist keine Schwarz-Weiß-Situation. Kann ich nicht wirklich so das ist absolut realistisch oder das ist eine absolute Utopie. Das ist ein bisschen der verschiedene Blickwinkel, den den hat. Als Schafsbesitzer, als Schafzüchter muss ich verstehen, dass ein Schafzüchter nicht unbedingt begeistert ist, wenn vielleicht der Wolf hier zurückkommt. Ich meine aber, dass die Koexistenz kann möglich sein unter gewissen Bedingungen. Und die Bedingungen meine ich schon mal ist wirklich viel mehr gehen. Ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, aber es viel mehr gehen die letzten Jahre, aber für da eine Situation zu schaffen mit einem Managementplan, mit klaren Prozeduren, mit Budgeten, für können die Leute zu helfen, die konfrontiert werden mit einer Konfliktsituation. Und wenn das ordentlich funktioniert, dann ist es doch nicht eine Frage von der Zahl von der Wölfe. Die ist mir gar nicht wichtig. Aber das ist einfach eine Sache von, wie viel Konflikt kann Europa tolerieren, für die Art aber zu schützen und bei sich zu haben. Das ist ein bisschen wie die Sache vom Tiger, vom Elefant. Wir erwarten von den anderen das sollte man auch alles mehr gehen, für das an diesem reichen Europa hinzukriegen. Und ich meine, da ist es wesentlich mehr einfach, wie vielleicht an anderen urbanen Plätzen. Und 12 von der Welle war da nicht wirklich so wichtig. Wichtig, dass das, was um Terra geschieht, wie viel Konflikt das da, kriegt in denen minimisiert, und dass da noch eine Akzeptanz abgebaut wird. Und ich meine, das Allerwichtigste ist, dass ihn nicht an die Extremer verfällt. Es soll ihn weder auf der einen Seite die Wolf verdeiveln, wie es lange Jahrhunderte gemerkt ist, es soll ihn aber auch nicht auf der anderen Seite die Wolf verherrlichen. Dass er will der, dass er ab der, die mischt gewisse Sachen dabei sind, gewisse Verhalten. Es soll ihn natürlich auch halt probiert zu machen. Ich hoffe, dass man ihnen muss gelungen, eine realistische Durchstellung, eine objektive Durchstellung von den Fakten machen, ein konfliktmindernde Management auf Bein setzen. Da tun wir zu Lützburg auch bemüht, für das zu machen. Und natürlich auch ein transparent Approach zu holen, dass ich immer, wenn wir etwas feststellen, dann melden wir darüber Presse, geht das raus, für das auch für ihn immer informiert ist. Und wenn ich das möchte, meine ich, dass die Koexistenz durchaus möglich. Voilà, da sind ich Ende gekommen von meinem Vortrag. Ich will nach 2 kleinen Messagen zu gehen. Und während der Zeit können Madame Back und Madame Jacobs schon Fragen sortieren, noch regroupieren. Sicher, sie haben das doch schon gemacht. Wenn ihr danach gut zeigt, nicht für sie nach ranzuschicken, das ist noch nicht zu spät. Auch während der Diskussion können ihr danach nach checken. 2 kleine Messagen just von der Mail, weil die wissen, die Namen von Europa. Der Bürgermeister hat dankenswerterweise schon in seiner Intro gesagt, wir hatten effektiv ein Buch geschrieben, geht auf Deutsch, geht auf Französisch, Namen von Lützeburg, also geht hier Luxemburgs, die Mami für die Luxemburg ist noch immer zu kriegen, an alle Librairie. Wenn das dich interessiert, können dann natürlich, ich will dabei so ein dort hören, also ich selber an die Herr, wir kriegen kein Cent davon, das will ich klar so, und der Staat kriegt auch kein Cent davon, Teilnahme gehen und Natur an Umwelt, die am Anfang den Vertreib machen, die gehen also an einen guten Zweck, so einen Naturschutz
da gehen Teilnahmen hin, nicht in Dotteren und nicht in der Stadt. Das will ich klar dabei sagen. Und dann ein zweiten Message, den ich nach Lass gehen, wo ihr vielleicht schon könnt, wenn ihr interessiert, den Datum oder Datum mach merken, den 31. März 18 Uhr und dann einfach auch präsentiell. Da muss er nicht über den Computer gucken, wir können an den Naturmusee gehen, für Vortrag oder den Tag nur den 1. April den, um 7:30, das ist ein bisschen spät, zu Kleve am Halb Polyvalent an der Iselburger Straße. Da wird Vortrag sein über die Viermarsch vom Goldschakal, den ich schon erwähnt habe, den auch in Europa am Gange ist, sich auszubreiten. Und da wäre eine Chance, eine absolute Expertin dort zu holen, Jennifer Hartlauf vom Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft zu Wien, weil er auch wissenschaftlich Malerbestreben aus vom Naturmuseum zu Lützburg. Es wird ein super Vortrag gehen. Da können da, wie gesagt, auf Platz kommen. Das ist auch mehr flott, wie immer, just hier an dem Computer zu sitzen. Wie man den heutigen Datum von Haut dezidiert tun, du war Pandemie nach einem Pick ganz oben und du hast nicht wirklich getraut, für dann präsentiell zu machen. Wo gemeint, das wäre im Moment unverantwortlich gewesen. Voilà. Dann gebe ich proposieren, dass ich heute Präsentation so machen und dass ich dann dem Carol Back und dem Marian Jacobs wird gehen, für eben mir Fragen zu stellen, ein oder der andere, und ich beantworte die dann so gut wie ich das dann eben kann. Ja, es sind effektiv eine ganz Reihe froher Rakom, die echt ganz am Anfang gestaltet gehen als für was und hier ein Matspruch recht aber geschützten Tier. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich gebe es auch als pertinent qualifizieren. A priori hat der Jäger sich nicht mit dem Wolf zu dienen. Das aber an der Praxis ernst, die Jäger fühlen sich aber irgendwo konzerniert, weil Wölfe dann eben noch viel Wildtieren fressen. Da sind schon probiert das zu entkräften, mit sind natürlich immer Leute, die da mengen, die den Wolf ein bisschen als Konkurrenten noch immer gesehen. Ich denke, dass das nicht gerechtfertigt ist. Wir haben aber gemerkt, wir wollten all die Akteuren, all die relevanten Akteuren, die irgendwie dabei sind, noch im Terrain aktiv sind, auch Privatbuschbesitzer, weil kann ich so weiter die Privatbuschbesitzer man Wolf zu dienen, auch sie waren zum Beispiel invitiert, für dabei zu sehen, und sie noch konstruktiv matt geschafft. Wir haben einfach probiert, wirklich all die Hauptakteuren matt in den Tisch zu kriegen. Den Ton, Mikro. Froh, als am Laufe vom Vortrag beantwortet geben, ich stelle es nach ein wie wäre man einem Fondspublik für all die zentierliche Benutzer, die von einem Wolf gerast sollte gesehen? Ja, also das schon nicht am Detail darüber gegangen. Es gibt nach Budgetartikel schon lang für Schuhe zu bezahlen von geschützten Tierenarten, auch zum Beispiel die Schuhe, die vom DAX gemacht wird, an der Landwirtschaft, an der Maiskulturen zum Beispiel, wird ja auch indemnisiert vom Staat über die Fonds, an dieselbe Fonds, die können auch benutzt gehen für eben den Schuhe, ein Übergriff zum Beispiel vom Wolf auf Nutztieren zu indemnisieren. Das ist auch seit 2017, wo die ESK Wolf nachgewiesen gehen, dass das auch 3 oder 4 Mal an der Praxis auch gemacht gehen. Und ich meine, das hat gut funktioniert. Ich will vielleicht nur dabei so für die Leute aus dem landwirtschaftlichen Sektor, dass wir als Verwaltung machen Bewertung vom Riss. Wir so ja, wir machen Analysen, ja, es war der Wolf oder es war nicht der Wolf, aber die finanzielle Bewertung, die finanzielle Evaluation vom Schuld, wie viel der Bauer bezahlt kriegt, die geht nicht von uns gemacht, weil wir sind nicht Experten an der Landwirtschaft, in dem Sinne, da haben wir das, da haben wir dann Boot, für die es nicht kennen, das ist die Administration des Service Technique de l'Agriculture. Sie kriegen dann den Dossier und sie evaluieren mit dem Bauer zusammen, sie gucken, was für ein Rass wird, zum Beispiel Schof, wäre den Zuchtschof oder wäre den für Fleisch und so weiter. Und dann evaluieren sie den Preis, den indemnisiert wird. Voilà, die nächste Frage ist das, wir haben im Vortrag gesehen, dass sich Wölfe von Haushund kreuzen können und du hast froh, inwiefern das Verhalten für so einem gekreuzten Nachkommen anders das wäre wie von einem Wolf.
Ja, da gibt viel darüber debattiert. Muss ich sagen, dass die Situation mit den Hybrid-Situationen, die Kreuzungen kommen, schon hat gesagt, das ist immens selten. Das so nach relativ rezent, schon selber ein bisschen Paper Matt geschafft, eine wissenschaftliche Publikation rauskommen, wo der für ganz Europa analysiert ging. Also, es könnte einzelne Fälle 4, mit das wirklich selten. Wann es 4 könnt, dann ist es so, dass erstens mal probiert wird, direkt an der ersten Generation von Nachkommen, die Nachkommen im Prinzip aus der Natur rauszuholen, weil es kein genetisch pur Wölf, den man nicht sehen. Ich weiß noch Fall in Deutschland, wo es geschieht war, und du hast das auch so gemerkt. Für den Rest, wenn das Verhalten nur geht, das war ja mit froh. Also so wird oft gesagt, dass die mehr aggressiv wären, weil sie natürlich auch mehr Haushand dran und sie haben Männer die Scheifleisch vom Mensch an das kein zu Problem führen. Das wird oft gesagt, das auch auch ugeholt. Muss ich aber sagen, dass das nicht, wie das so selten vier könnt und nicht wirklich ein Problem wäre. Ne? Aber wenn ihr da 4 könnt, dann ist es immer besser, auch als Naturschutzgrund für die aus der Natur rauszuholen. Es gibt auch, können immer rum, dafür sind nicht direkt urban. Es gibt auch Leute, die der Meinung sind oder die da einfach so einmal ohne irgendwelche Beweise, ohne irgendwelche Belege oder konträrement zu den Beweisen, dass es quasi kein genetisch pur Wille von Europa mehr gibt Kinder, das ist aber nicht richtig. Genetik weist ganz anders Bild. Genetik weist, dass die Kreuzungen ganz selten vorkommen. Muss ich aber auch dabei sein. Da muss ich dabei sein. Pardon, Marian, wenn der Staat nach so und das selbst dann Heinz so gesagt geht, ja, aber das aber schon bewiesen gehen, dass all Wolf pur Prozent Hunds-DNA dran hat. Das ist richtig an dem Sinn. Muss ich auch wissen, Wolf, ein Hund, das Wolf, der genetisch modifiziert, das von ihr so wild, und die können sich Heinz so kreuzen, und der Kreuzungen gibt dann auch an der Vergangenheit immer mal Rückkreuzungen in das. Und dann tut es für den so eine Basis, ein Niveau von Hunds-DNA, Haushunds-DNA, die in effektive Rümpfen. Aber das als Argument zu holen, für zu sagen, das sind alles Hybriden, wäre falsch. Wenn ich das nämlich auf den Mensch überdrohen, dann müsste mir so von uns selber, dass wir alle guten Hybride sind. Und zwar, weil wir eigentlich alle guten, in der Moyenne zwischen 2 und 4% Neandertaler DNA an uns dran haben. Für was? Weil doch da mal Kreuzungen gab in der Zeit, wo die Neandertaler nach gelieft den nach gouf auch do wird Kreizungen ma moderne Mënsch also dass man bisschen recht DNA Neandertaler nach immer an dran hunn an noch mat is weiter schläfen an dafür gi immer als trotzdem net als Hybride nun. Voilà, die nächste Frage, wir hatten Karte gesehen und das Wolf wie mans große Strecke können zurücklehnen und du hast dann noch tro gewircht, dass vielleicht der Wolf du durch diese große Strecke kann zurücklehnen. Eventuell Kränkte wie zum Beispiel Tollwut aus mehr östliche Länder hinschläfen. Das ist durchaus auch ein pertinent froh. Das ist ein ganz gut froh, wenn ich noch den Vortrag suiviert wird. Muss ich natürlich so, dass Tollwut, wann sie wird so Fall angeschläft gehen, muss ich so die Strecke laufen, die Wölfe auch nicht an 3D. Ne? Also sie laufen nicht an 3D 1000 Kilometer. Das heißt, das sitzt schon dann einfach über Wochen, wo sie so Distanzen, Wochen oder Heinz Domain, wo sie so Distanzen zurücklegen. Sie sehen auch nicht, dass sie dann permanente Marie durchwandern. Es kann auch mal sehen, dass sie mal irgendwo sich an einem flotten Buschgebiet pro Woche abhalten und dann irgendwann weiterwandern. Wenn du ein Wolf wirklich Tollwut hat, dann wäre die langsam der Tollwut gestorben. Ihren HU kommen wir, muss ich so insofern an dem Sinn aus den Problematik ich verstehe froh, das ist ein gut froh, mehr an der Realität geben tollwütsche Wolle wird am Prinzip nicht bis seiner packen. Also du vielleicht auch noch eine Bemerkung dazu, pardon, fällt mal an, wie ich die Vortrag gehalten und du hast einen Mann abgestanden am Publikum und hat gesagt, wahrscheinlich geht das immer Tollwut ausschläfen an diese Gegenden, das wesentlich mehr groß durch Leute, die aus Gegenden, wo Tollwut noch existiert, vielleicht an Vakanz gehen, und da irgendwo hin, die irgendwo am Straßenwurf sitzen, also aus Matlet mit an den Auto packen, an dem Themen bringen. Und der Mann war der Direktor von der Lützburger Veterinärverwaltung. Dem ist etwas. Eine Frau, die auch zweimal gestaltet wurde, die auch voll umgespart ging am Vortrag. Wie soll ihn sich verhalten, wenn ihn einem Wolf begegnet, aber dann noch mal der Präzision, wie verhält ihn sich, wenn ihn mit einem Hund unterlenkt, ob er Wolf trifft?
Ja, das ist interessant, auch ein ganz interessant vor, auch ganz berechtigt. Also prinzipiell ist es so, dass Wölfe den Mensch direkt mal evitieren. Das heißt, wenn ihr einen Hund in der Lenk tut, dann kommen sie nicht bei euch, da gehen sie fort. Es geht aber, also ich meine, muss ich noch so, es gibt auch Einzelfälle, die Videos zirkulieren ja immer ganz gern relativ viral am Netz. Es gibt Fälle, gibt da ganz wenig, wenn ihr überlegt, wie viele Wölfe entretan in Deutschland und in Frankreich zum Beispiel leben, mit Einzelvideo gibt es, wo dann mal ein Wolf nicht direkt fortläuft, ne? Wo den dann effektiv mal stehen bleibt, bis sie guckt, den noch eine relativ nahe Distanz ist, von so 20 Meter an die Situation anguckt. Das ist natürlich eine Stresssituation für die Person, die du mit ihren Hunden erwehrst. Das nach nie eng Aggression login. Dat heißt, meistens gehen sie dann irgendwann einfach fort, dass kein Übergriff sie bekannt sind, die geschieht sind. Aber das nicht unbedingt, dass der Wolf direkt fortlebt. Das durchaus vierwillig, guckt sich da tun, das kann auch ein bisschen dauern. Ich verstehe, dass das eine Stresssituation ist, wäre für mich wahrscheinlich auch eng. Das aber in der Praxis geschieht aber nicht. Die gehen irgendwann fort. Just am Kader von der doten Antwort könnt noch voran, wann der Wolf zum 100 Konkurrent gesagt tatsächlich, wenn den Hund frei lebt, wie gesagt dann aus, wann kommt man Hund und lenkt den Wolf begeht. Ja, also wie gesagt, ein Mensch ist immer ein Mensch. Schon ja auch gesagt, es gibt an Entretan in Deutschland gibt es ungefähr durch 1500 Wölfe, die genau Zahl ist nicht bekannt. 150 Rudeln an Deutschland oder im Moment auf Frankreich gibt das 100. Du hast nicht Fall bekannt an den letzten 30 Jahren, wo die Rekolonisation stattgefunden hat, wo irgendetwas geschieht wäre mit einem Mensch. Weder mit einem Wissen im Nachhinein kann. Das ist das, was ich kann sagen. Das heißt, das deutet ja aber trotzdem darauf hin, dass es nicht geschieht. Aber natürlich, ich will nicht so, dass Restrisiko geht immer bei allem. Ne? Ich meine, das geht bei Hunden, das geht bei allem. Ne? Kann ich nicht so ein Risiko ist null, wenn ich so, da gebe ich ein Domit so, aber kann ich gucken, was sind Fakten um Terrain, die ihr gesagt, was sind Zahlen, die bekannt sind. Das sind Zahlen von den Wölfen, die da sind, das habe ich gesagt, oder Zahlen von den Rudeln. Seit 30 Jahren gibt es Wölfe in Deutschland, in Frankreich, und es gibt nicht Fall, nicht ein Übergriff, wo ein Mensch zu Schritt kommt. Wie soll den kontaktieren, wenn eine blessierte Wolf gefangen? Das ist relativ einfach. Das ist Naturverwaltung, das sind mir. wolf@rnf.et.lu oder am besten den Telefon, wenn er blessiert das will. Dann sind wir mehr sehr auf der Platz. Da kann ich also die Vierster kontaktieren, kann ich noch die Polizei kontaktieren. Die Vierster ist sowieso ein Teil von unserer Verwaltung. Und Polizei, sie wissen noch Bescheid, wenn sie etwas fährt, dass sie sich dabei alles melden. Aber wie weit gehen die Nachweiser zu Lützeburg oder an der Großregion für den Luchs? Ja, das ist interessant. Also nicht viel, muss ich sagen. Zu Lützeburg kein offizieller Nachweis. Es sind halt mal so Meldungen gekommen, die nicht überprüfbar waren. Den einzigen Nachweis, den ich kann sagen, das an der Vallée de la Semois, an der Wallonie, das ist nicht so weit, wahrscheinlich 40 Kilometer von dieser Grenze, wo ein einzelner Luchs seit ab 7 Jahren sich abhält. Für den Rest, der Nutzen aus dem Pfälzer Wald, du hast eine Population, die auf einer Reintroduktion aber basiert. Die nicht, also das ist eine Reintroduktion vom Luchs am Pfälzer Wald. Nur der Foto vom Januar an der Wünscher Gemeinde sind durch Spuren vom Wolf gesehen, beziehungsweise für sicheren Fund gehen. Nee, also wir haben nach einem Code am Frieserleihen, den werden wir noch analysieren, das ist aber noch nicht geschieht, wo wir haben nicht ganz viel, wir sind nicht
wir sind nicht wirklich der Meinung, dass es Wolfskodassen werden aber trotzdem raschecken. Das pressiert doch nicht. Also wir haben kein weiter Hinweise, kein weiter konkret Hinweise oder Nurweise vom Wolf zu Lützeburg gemacht. Also wir haben als ganz klar probiert doch am Vortrag zu sagen, dass wir auf voll Transparenz setzen, immer wenn wir wirklich einen konkreten Verdacht tun, da so immer das, wir haben einen konkreten Verdacht, wir machen genetische Analysen zum Beispiel beim Fall von der Foto von Hofeld war klar, du haben direkt gesagt, voilà, Foto hast du, der Beweis hast du. Aber wenn ihn weiter Sache fand hätte, wäre er darüber Presse kommuniziert. Bis seit dem 11. Januar haben wir keinen konkreten Hinweis oder auch keinen konkreten Hinweis ob der Wolf zu Lützeburg. Das war wahrscheinlich dann aber ein Durchzügler. Und dann die nächste Frage ist froh, die eigentlich relativ viel Leute beschäftigt wird. Dann hat er einfach, wir sehen den Wolf, den Hut eigentlich kein natürlicher Feind, an dem du zu sind, und du hast dann dank ein bisschen do, was gibt geschehen, wenn sich der Wolf du zu viel vermehren gibt, ob du in deine Art Regulation viel Gesicht gehen, wenn es da zu viel Gift gehen, und dann noch, wie du vielleicht Erfahrungen aus Gebieten wären, wo das schon stattfindet, also wo zum Beispiel ganz, ganz viele Wölfe sind, ob ihn du tatsächlich musst zurückgreifen, ob eine Art Regulation durch den Mensch. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich verstehe die auch, die können immer rum bei deren, muss ich aber so, das muss ich noch gucken, wie du baust das System von der Ökologie funktioniert. Ich habe ja gesagt, dass ein Wolfsrudel braucht ihre Weihe, was durch 200 und 300 Quadratkilometer groß ist an der Moyenne. Und dort tolerieren sie auch kein anderer Wolf. Das heißt, wenn ich rein Logie Lützeburg schwellen. Wir sind natürlich kein Insel, wir wollen die Lützeburg schwellen, und der dort die Rechnung hat ihn, wenn die ganz Fläche gegen besiedelt gehen, hat den theoretisch Platz für 10 Ruddeln. Also an der Moyenne 250 Quadratkilometer, voilà, hat man Platz für 10 Ruddeln zu Lützeburg. So, holen wir mal an, die wären da, da ging die Stadt so vorstellen, wie wenn die Hölden durch, und die lädt da Bayerdeckeln drauf von einer Brauerei, die echt da mit der Farbe gering Verbindung brucht, für keine Schleichwerbung zu machen, und da lädt der Bayerdeckel neben den Nähen, bis den Tisch voll ist. So, die können logisch eng 12 drop lehnen, vielleicht sind da 20 oder 30 die drop passen, aber wenn den Tisch da voll ist, da passt kein Bayerdeckel mit hin. Das heißt, dann ist die ganze Fläche von der Wölfe so mal besiedelt. Wenn dann die Jung aufgestoßen gehen, da müssen sie fort. Und da gehen sie rausgejut. Und dann gehen da erstens kommen da viele Leben, weil sie durch andere Wehre gehen, die schon besetzt sind, weil sie keine Nahrung fanden, weil sie überall gejot gehen, weil sie überall von den anderen Wölfen am Anfang verfolgt gehen. Viele gehen da kommen Leben über TV. Sie müssen also weit wandern, bis sie irgendwo einen Platz fanden, wo kein Wölfe sind. Aber ob ihrem Tisch der voller Bayerdeckel ist, du kannst da keine Bayerdeckel mit dabei lehnen. Das ist wichtig zu verstehen. Du geht der Mechanismus, den das ist am Anfang echt, wenn ich so will, eine Natur selber durch Beuteangebot reguliert eigentlich Zoll, die mögliche Zoll von Wölfen oder von Ruddeln, die sich so etablieren. Was ich gesagt habe, also ich meine, das ist eine Regulation durch den Mensch durch über Zoll nicht nötig ist, weil auch Zoll sich nicht wichtig ist. Was wichtig ist, natürlich gesagt, dass kriegen wir die möglichen Konflikte, notamment mit den Nutztieren halt, da kriegen wir die minimisiert, kriegen wir die gut geriert. Aber wenn das der Fall ist, dann ist Zoll von der Wölfe a priori nicht so wichtig. Das ist besser wie bei den Wildschweinen. Diskussionen mit den Wildschweinen, alle Jahre sind zwischen 500.000 und 1 Million Euro Schuld, die entstehen auf den landwirtschaftlichen Flächen durch die Wildschweine. Und dafür so mal, okay, jetzt sind zu viele Wildschweine da. Wie viel, das wissen wir nicht. Wir machen das zu viel, machen wir fest und einem Indikator, der das ist die Schuld. Einen indirekten Indikator, das ist die Schuld auf der landwirtschaftlichen Fläche. Wenn lo Schwein net gi verschuld machen op de landwirtschaftliche Flächen, da wäre ja egal, ob da 10 do sind oder 10.000 oder 100.000, wann se ke steieren. Das eben dat, wann auch do muss Situation gerieren an beim wolle was net ernstcht. Zu sech as net wirklich dat wichtig ist. Dat wichtig ist, dass der Konflikt so minimisiert gëtt, dass het irgendwie gerabel bleibt. Ich hoffe, das ist eine Antwort, ob er froh. Und dann die nächste Frage, die also ein schon an dem Kontext, wo man von den Revieren, von den Wölfen schwatzen, und zwar ist die Frage, kann es geschehen, dass der Wolf sich urbanisiert, und so wie wir da zum Beispiel beim Fuß kennen, den dann häufig an dir verführen können, aber sogar auch ein größeres Stier, ich denke nur London,
wo den Fuß auch viel kann kommen. Wäre das beim Wolf auch eine Possibilität? So rein theoretisch gebe ich mal so, ja, muss ich aber so, der Wolf was natürlich ein bisschen eine andere Art wie der Fuß. Ne? Der Fuß, das ist ein der, der ein ganz klein Kreveer hat, wo heinst du 2-3 Hektar durchgehen, je nach Nahrungsangebot. Und dafür geht es dann oft durch, die brauchen oft nicht viel, bisschen geringen Platz, ein kleiner Park oder Pogert, die bei Niederland, dann da können sie sich installieren. Das geht natürlich bei einem Wolf nicht, weil die da keine Beutetiere haben. Ne? Die Beutetiere vom Wolf, die überwiegend Mehrheit von der Beutetiere vom Wolf sind, will Dieren, Rewe, Schwein und so weiter, und die sind nun mal draußen, an der Büscher größtenteils. Und dafür ist es ziemlich improbabel, dass die Wölfe sich fest installieren an einer Stadt. Was aber nicht unmöglich ist, dass das Wölfe durchaus mal durch ein Dorf nur jetzt durchschlafen oder auch durch eine Stadt nur jetzt durchschlafen. Einfach weil die an ihrem Lebensraum, an ihrem Territorium leiden, und für nicht rundherum zu laufen sie da durch. Da können auf Plätze gucken, wo der Wolf zum Beispiel nie ausgestorben war, wie zum Beispiel Rumänien. Du hast das durchaus bekannt. Also mal ein Wolf kann durch eine Wirtschaft laufen. Und Leute, wo sie rausgehen, wann sie auf sie rausgehen, dann hören sie an den Gegenden meistens so Knüppel mit. Wobei den Hauptproblem, den du kann schon in Rumänien, das nicht unbedingt, dass sie Wolf begegnen, wie dass sie Bier begegnen, weil Brongbieren, die gehen wesentlich mehr systematisch arrangiert. An Transsilvanien zum Beispiel, Braschow oder Sibiu, wenn er die Stadt kennt, da gehen Brongbieren, hauptsächlich nur auch an Stier dran, und da können doch regelmäßig zu Akzidenten, auch zu tödlichen Akzidenten, wo da Menschen durch Brongbieren aus Angst, weil der Bier Angst hat, sich wehrt, sich bedroht fehlt eben, nicht nur, weil der Mensch will fressen, weil Angst wird, mal ein Mensch erwischt. Mit Wölfen gibt es keine Probleme. Gibt es die dort Probleme nicht. Dass sie mal durchschlafen, ja, aber Probleme bringt das nicht. Dann 2 Frauen, die wir regroupieren, die an Thema von Großvieh echt da gehen. Kann es sein, dass ein Wolf sich gegen mit Großtieren angreifen, wie zum Beispiel Ranner oder Pferd, oder sogar, dass sie sich zusammen sind am Rudel für die Tiere anzugreifen. Und dann ein weiter vor, ob es Erfahrungen gibt, wie Rannerherden in einem spezifischen Fall Limousin sich verhalten, wenn der Wolf präsent ist auf einer Weg. Ja, das ist ganz interessant froh. Und die erste Frage ganz klar muss ich mit Ja beantworten. Ich meine, Wölfe sind am Ende für all größt von der zu erbeuten. Im Prinzip, ich meine, die können noch in Nordamerika zum Beispiel oder auch in Nordeuropa Elchen erbeuten oder auch in Nordamerika Bison. Das durchaus, sind sie durchaus am Ende für das hinzukriegen. Aber das ist natürlich immer verbunden mit mehr Gefahr. Was Beute der mir groß als noch Rand, als ja aber auch nicht so unwehrhaft, so ich mal, sodass es für Wolf aber immer auch für auch am Rudel aber durchaus auch ein Risiko birgt, für so große Tiere anzugreifen, was auf Verletzungen oder sogar auf verschiedene Fälle auch Mortalität beim Wolf kann dazu kommen. Muss ich aber so natürlich ja Kaffee kommen. Und gibt noch Fälle, wo sich Einzelrudeln in Deutschland, wie sich das E-Rudel irgendwo in Norddeutschland hat sich spezialisiert, sogar auf Ranner, die hat nicht gelehrt. Und das war natürlich ein Problem. Und das sind natürlich Situationen, die sind dann genauso schlimm in dem Moment, weil sie dann der Besitzer sind, den Besitzer von einem Rand, und dann eben der Besitzer von einem Schof. Denn der Schuh, das ist natürlich finanzieller Natur, ist mehr groß von der Limousin Rand gerat gëtt wie wann e Schof gif gerat gi fir de Rech Jo sech wann ich aber zuele guckt, muss ich so dass et eicher selten ass rapport zu niwer op Schof. Also die Schofig wo de Potten hat Problem ass. An dann froh zum Verhalen war das net falsch menggen wann lo wolles Präsenz an enger Gegent das be de wëldeieren dernecht die anderen het verhalen eng gewisse sind sie investieren méi Zeit dran op Vigilanz die oppassen. Natürlich kann er doch ein Stressfaktor sein bei Nutztieren, egal ob Loranner sind oder Limousin oder was auch immer oder Schof, dass da der gewisse Stressfaktor gibt.
Du hast auch immer die Diskussion dann ja was geschieht, weil eng Herd ausbricht aus der wenn der Wolle von den Drnner und dann auf der Straße sind und das ein Accident und so weiter. Das ist natürlich immer eine Diskussion. Das kann theoretisch immer mal vier kommen, muss ich natürlich auch so, dass der doch los schon regelmäßig vier könnt auch mal hin. Hier die ganz oft das Leute sprechen, dass mehr singen hin du Spaziergänge das hat Tönne dann der Kontrolle sind han den Show oder han den Ranner gelaufen. Regelmäßig scheiert den Radio, dass remischt wo ein Rand oder Limousine auf der Straße oder egal Randbechten auf der Straße stehen, du schwarz stehen die Lodo für wer Hund haben drin war so selbst haben du das wir dann oft nicht natürlich hast du eure Restrisiko, den ihr nicht kann näherieren. Ne? Ein ganz anderes Thema, also ein Froh, die verbunden ist für dich mal mit einem läuft die aktuelle Broschüre vom Wolf, der super für Mikros-Kanner, Jugendliche und Erwachsene, das ist schwer für Kanner. Ob schon darüber durchgewirkt, eine spezielle Broschüre für Kanner auszuschaffen. Ja, du kannst vielleicht auf den Naturmuseum verweisen, weil sie haben auch eine Broschüre nach ausgeschafft, die, soweit wie ich weiß, vielleicht mehr ob mir klein kann er auch zum Teil auskriegen, dass du kann der Patrick Michaeli vielleicht bist du zu so ein. Es gibt zwei Broschüren, die vom Museum existieren. Der den das etwas von den am Museum oder am Naturmobil da gibt eine Seance, die Schulklasse nur Gebäude gibt, die über den Wolf geht. Also kriegen dann eben eine Biologie, Verhalten, was das der Wolf, wo geht der Wolf, bisschen das, was die Lohai eben noch am Lauf vom Vertrag gehört wird, eben dann noch die Leben von einem Wolfsrudel, war die bisschen dann theatralisch nachspielen kann mit der Schulklasse, und die passende Broschüre dazu. Und dann ich kann das aber direkt an den Chat setzen. Wir hatten auch, das ist schon 4 Jahre hier, und ich meine, du hast den Laurent auch matt geschafft. Der Museum gibt ja regelmäßig die Panewipschen raus. Das ist das die Zeitschrift, die sich direkt an Kanner wendet, auf Lützeburg. Und da hat man auch eine Edition über den Wolf gemacht, schon in den Chat gesagt. Da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr Zeitungen dann eben auch gucken, respektive dann noch direkt laden. Da sind eine ganz Partie von Artikeln darüber, über das, was der Wolf war, wo der Wolf geht. Wir hatten den just gemacht, nur der echter Wolfsobservation. Ich meine, das war sie gar nicht. Das war den ja, voilà. Mhm. Voilà, merci dem Patrick Michaeli für die Präzisionen. Voilà, dann die nächste Frage. An der Präsentation haben wir verschiedene Fotos gesehen, die eine anderen von Bildkameran oder Fotofallen gemacht wurden. Und heute war ich froh, ob da einfach ganz gezielt gibt, so Fotofallen sitzen, Gegenden, wo die Wolle fotografiert gouf, wie der de Belo heute voll war. Ja, also wenn wir einen konkreten Verdachtsfall hätten, ob eng feste Präsenz oder wie eng feste Präsenz gibt man das sicherlich machen. Da tun wir an 2-3 Mal auch schon probiert, ohne Success. Muss ich noch so, dass die Wolle zum Beispiel den halt zu Wünscher gesiegen hast. Bei Hofeld am Januar des Jahres sind 2 Stunden oder den Tag noch als bisschen an der Gegend von St. Vith Wolf gesiegen, plus immer an dieselbe Zeit, auch am Tag, sodass die Chance, dass ich aber schon, dass ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich ist den aber weitergewandert, weil den aber die Spezifizität hat, dass den am Dach gewandert ist. Und wir sind noch mit größer Wahrscheinlichkeit, dass er aus Frankreich, aus der Gegend von Troyes, auf jeden Fall gewandert ist, weil von dem Moment unten, das war 1-2 Wochen 4 und der Observation zu Wünscher, als auch da ein Wolf auf Purplätzen an einer größeren Linie quasi Richtung Norden auch fotografiert gehen, den auch immer da aktiv, also in den da sind er war. Die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass es sich um den handelt. Sicher können man natürlich nicht sehen, geht ich schon irgendwie davon aus. Medisch von Elo, wie konkret weißt, okay, Müll und nicht das hier und drum, man sind pure Meldungen aus einer Gegend, Zeit nur, da gebe ich sicherlich auch mit Fotofällen von unserer Seite aus schaffen, für mehr Informationen zu kriegen. Voilà, Fotofallen als Management-Tool oder als Monitoring-Tool besser gesagt. Haben wir dann gespart, dass die anderen froh, ob wir auch die mit Peilsendern schaffen, beziehungsweise ob das auch kein funktionieren. Ja, also Peilsendern wird
hue a priori den Hauptsinn davon den dat kann hunn oder kann Puzwecker hunn. Kann ihn probieren raus von der we größere Weiher raus von engem Wolf respektiv von engem Rudel eben durch die Meldungen die Punkten die den Sender physischkette GPS kann ich dann hat das alles über GPS kann ich am Computer sitzen an gucke wo sein der sich quasi live bewegt für den Peilsender huet das für Lützeburg so vielleicht de Moment interessant wenn man kein fest etabliert wëlle vun das der mit ganz viel Komplikationen verbunden muss ich mal wolle fenken wolle zu fenken das nicht evident das fi nicht evident an das war nicht unmöglich dass ich denke gibt so wann den fest etabliert hat dass ich vielleicht schon noch mal ging probieren engem Sendung zu tun also gött an Ostdeutschland an dafür sie wesen eben das verschiedene Wölle weil sie gewandert sind ich hatte ich Beispiel gewiesen auf der Karte von engem den durch Polen bis an durch Litauen und Weißrussland gewandert das in anderen ganz prominent Beispiele in den Sender hat etwa den Wolf den Najage Dave die war so von der Wissenschaftler die war von Mecklenburg-Vorpommern durch ganz Westdeutschland an Holland gewandert bis auf Flandern den hat man größer Wahrscheinlichkeit doch do am Jahr 2019 Novus wo aber du leider brakonéiert ginas mat dem Novus an mit de war auch du hat den genaues wie der gewandert war weil Sender un hat an dem Sinn das schon immens interessant weil er für Namen die Weitwanderung kann gut dokumentieren. Voilà, da sind wir nur noch ein bisschen zu den Beobachtungen. Das sind einerseits Beobachtungen von dem Wolf selber. Du hast dann froh kommen, wo können wir die melden, heißt oder ab Mammelnet geschwart können, wo ein Mammendeere kann melden und du hast froh, ob du Lützeburg auch dran. Betrüden also schön noch die Zweitfrage direkt für wasch. Du hast gefragt, wo kann ein gerassen Deier melden für allem Weekend. Du hat man viel Rufen der Wolfs Permanence geschwart. Wir sitzen die Telefonsnummer hier in den Chat, die können dann natürlich auch auf der Broschüre finden. An dem Managementplan auch da sitzen wir den Link hier in den Chat. Ich meine, an der Broschüre ist sie nicht dran, weil die Broschüre wirklich für das Grand Publik gedurcht ist. Am Managementplan müsste dran stehen. Wo hast du sie bei Hand, kannst du sie in den Chat setzen. Wie gesagt, das aber, voilà, das ist Extension 555. Da das wirklich die melde das Hotline und du hast dann auch wie gesagt all Weekend noch feier dich als immer von uns den du Permanence wird an den dann normalerweise Mist über die Hotline durch zerrichten sind kann man viel kommen dass da vielleicht nicht klappt mir bis los aber an den Fall wo wichtig war wurde immer geklappt wo man dann noch direkt Terra waren dann ich erinnere mich gut in den nächsten Fall du hattest selber Permanence das versamste so um 7 Uhr halb 8 wo ich gerufen wurde halb 9 waren Terra zu feier Leute an hun bis Mitternacht die Spuren abgeholt an DNA-Prüfe geholt und so weiter weil es ziemlich klar war was da geschieht war dass der den Wolf war. Voilà, die andere Frage, die war zum Mammelnet eben, also der App, wo ein Mammeldeeren kann signalisieren. Ja, Mammelnet als Polenmänglisch etabliert gehen. Zumindest gibt es eine App, die ganz interessant ist für alle möglichen Meldungen, nicht nur für Wölfe. Das ist den iNaturalist. Du kannst noch vielleicht Marian etwas an den Chat setzen oder den Patrick Micheli, wenn ihr wollt. Das ist eben eine ganz einfache App, wo ihr könnt, wenn ihr etwas sieht, die wurde ein Foto gemacht, die setzt die da dran, die geht eine Lokalisation und das geht ganz einfach mit einer Karte, die da am Hintergrund ist. Und ihr könnt eben dann Agi noch weiter gesehen oder weiter Menge gesehen zu haben, dass ihr auch nicht immer für ihn, den dann 100% recht hört, das ist egal. Wann ihr das nämlich dran geht, so geht die ganze Community sozusagen, die den iNaturalist benutzt, die validieren dann irgendwann die dann, das heißt, da sind Leute, die das dann gesehen, die das gucken gehen, und da sagen die, okay, den do, das ist richtig, die Bestimmung ist richtig, das, die an die Art, oder sie so vielleicht etwas anderes, wenn das. Die Stadt ist am Anfang ein guter Weg für so Beobachtungen validieren zu lassen. Natürlich
wann dem Lo konkret vum Wolfschwäze wären natürlich auch froh, wann der Eis die Sache gibt melden eben iwwer die E-Mail-Adresse von der Foto hat zum Beispiel egal wo werde das auch von engem déier wat geraskin ass fir der Fanfleischrei oder wëllschwein Kadaver am Bëch, wo dann net sicher seht mal eng Foto da ran an mir gucke wat man können dummer da machen, ob se bewertbar ass an am gegebenenfalls gimmer op Terra fir eventuell DNA-Proben nachzuholen. Voilà, dann eng Foto zo wéi en erkennt, ob Wolf do wär oder net konkret vor, ob in den Hand vun den Pattenauftrag kann erkennen, dat de Wolf wär. Ja, Pattenauftrag as bisssen schwerigen Aspekt, weil das extrem schwierig. Das sind immer ganz evident. Mechtens gëtt doch ähnlichen Hënnen, dat Wëlf sinn hun Hundsspur quasi sind natürlich relativ groß, so dass wann net en gewisse Gräist ënnerschreit, dann also schon mal kann ich vielleicht so okay, wir können den Wolf ausschließen. Wie wann aber lo den gewisse Gräist huet, da gëtt natürlich auch hin, die Gräist vu Spuren hunn. Du muss dann schon bis mir präzis Merkmaler gucken, Wolfsspur huet Tendenz fir bis mir lang zu sehen, bis méi an der Welt zu go wie Tonspur, die méi tendenziell méi kreesförmig as van in den Form gi so global gucken. Wie das net immer ganz evident Terra, weil du oft dubausen net immer die perfekt Spur fënnt. Dafür sind immer relativ risikoreich für op Basis von enger Spur Lodo festzulehen. Wer aber kann helfen, dass wann mir eng richtig Fährte hue, die eng gräser Distanz, zum Beispiel am Schnee, am Hunde mir viel Schnee, bei ja ist mir wann den ideale Schnee aus an den eng Gefährte, der ihr kann no goen, da kann ihn da vielleicht bisschen besser aus und treffen. Zum Beispiel kann ich mal schon so okay, die Fährte geht größtenteils schnauer riecht, Spuren, die Pattenauftrag 4 Hand sind quasi an enger Lin, sogenannte Schnüre, doch beim Fuß kann das kann helfen, ob de Wolle hinzudeuten, des Weiteren aber auch wann kein menschliche Spuren dabei sind. Das ist auch schon mal immer interessant als Hinweis, wann in irgendwo op seine Spur trifft, die Quesch Beschwee zum Beispiel kreizt oder auch ob engem Beschwee über lang Strecken ohne menschlich Spuren drohen kennt auch an all die anderen Kriterien stimmen, ob Wolf hindeuten muss natürlich nicht immer. Es sind noch mal größer Hünden, die frei immer laufen. Leider kriegen wir regelmäßig auch so Sachen gemeldet, wo Hünden, die auch nach zu allem Überfluss ähnlich ausgesehen, tschechisch Wolfshünden oder so Sachen, mal gemeldet, die lang doch immer zirkulieren, mit Leute nicht immer eine Kontrolle haben und die auch einfach mal ein paar Stunden frei durch irgendwo unterwegs sind. Und das ist dann ein Problem. Dafür das mit Spuren das immer ein bisschen tricky, da muss ich noch passen. Und dann mal vierlebig die Last froh, die am Chat gestaltet gehen hast, dann vielleicht denke den Aufruf, wann noch froher sind, will im Moment für seinen Chat zu schreiben. Die heute froh ist, sie fall bekannt, wo sich Wölf unnäheren, die an einem Wildgehege leben. Gehen wir zum Beispiel am Saarland, dat Wolfsgehege auffallen. In ja. Fall, wo freilebend Wölf sich schon getraut haben. Du sind schon ganz ehrlich, du sind ich überfroht. Das weiß ich nicht. Mir ist nicht so bekannt. Ich gesehen aber nicht, für was nicht soll, Wölf, wann Gehege irgendwie sowas, dass sie an ihrem Revier da tun, du bis beimal loskommen, an Rische kommen. Und da explorieren kommen. Ich gesehen natürlich net gi mehr, das so nicht man bekannt hast darüber. Das weiß ich schon nicht. Nach eng neue Pro die Rakommers die Karte die am Anfang gewisse Ginas iwwer Verabredung iwwer Zeit, die online opgerufen, ob die Karte öffentlich ist, aber ja, ob man die Link auch könnte an den Chat setzen. Ja, also mir Hülo Viertlächtwoch ass dat alles online gangen Viertlächtwoch. Die hunn noch tun die ganz Internetzeit vum Umweltministerium oder vun der Naturverwaltung, wat de wolle wo geht bësse neu strukturiert, dat Teech van der Umwelt.lu einfach geht, also www.umwelt.lu. Das scroll der bis hier auf, da seht ihr op der Frontpage direkt op der ersten Seite, wo der Drop kommt, jetzt an der Berg de Wolle irgendwo
an da klickt er drauf und da kommt auf eine Seite, wo der Managementplan drauf ist, wo die Broschüre drauf ist, wo auch die Karten da drauf sind, sowohl die statisch, die ich gewesen habe, mit den geringen Parzellen, die geringen Zahlen, aber auch die dynamische Karte, wo eben die Jahren mit Evolution gesagt, das ist alles öffentlich, alles online da. Von da alles auf umwelt.lu. Den Link, den du gerade geschwart hast, auf umwelt.lu, den stumm schon 4 Runden einkehr am Chat, also für ein paar Minuten nach einkehr beigesagt. Für die, die interessiert. Ja, merci. So, es kann weiter froh. Da kann den Hausherr natürlich dezidieren. Den Hausherr, wir sind live zu Wünscher, von der Wünschergemeinde. Außer der Patrick Micheli, den hast du hier, wir sind alle gut nach Jürgen. Und den Hausherr wird aufschließen, vielleicht wollte noch wieder so ein, die Beimeister. Herr Beimeister. Du musst just das Mikro machen. Natürlich so nicht gerne ein paar Wörter zu einem interessanten und instruktiven Vortrag, den wir heute hören haben. Also dafür mal vielmals merci. Dann auch ganz interessante Fragen, die gestaltet sich gern und ganz kompetent Antworten gerichtet haben, was auch zum Ausdruck gebracht wird von denjenigen, die nur gelauscht haben. Das jedenfalls andere Gehalt von einer wirklich äußerst interessanter Intervention von ich an einem Kontext wo man da befasst dürfen, wollen, wo man dann aber natürlich ganz interessiert für eine verfolgliche Situation sich dann weiter entwickeln könnt oder sollt oder wie dann geschickt. Voilà. Danke vielmals, merci für euch alle Gärten, die da dabei waren, merci dem Haupt Otomazingen Maderbisch da an noch dem Herr Micheli aus dem Naturmusee. Voilà. Vielmals merci, Herr Verwünscher. Vielmals merci. Schönen Abend. Schönen Abend.